Die Wirtschaft brummt, aber immer mehr Menschen leben in prekären Arbeitsverhältnissen. Die Niedrigzinspolitik kostet den einfachen deutschen Sparer sein schon spärliches Vermögen und hält ineffiziente Unternehmen am Leben. Die Politik entscheidet zugunsten des Kapitals, aber wenn es hart auf hart kommt, dann zahlt der kleine Mann die Zeche. Und wer ist schuld oder was ist schuld? Ja, der Neoliberalismus. Kaum ein Begriff aus der Ökonomie ist nebulöser gefasst als der Neoliberalismus. Er ist kaum zu erkennen oder zu beschreiben, aber er ist überall und vor allem an allem schuld. Heute wollen wir diese These prüfen. Und dazu eingeladen habe ich zu meiner Rechten Dr. Markus Krall. Er ist ein bekennender Neoliberaler, ein Kenner der Finanzbranche und ein dezidierter Befürworter des freien Marktes. Ihm gegenüber zu meiner Linken sitzt Professor Dr. Heinz-Josef Bontrop, ein scharfer Kritiker des Neoliberalismus, ehemaliger Personaldirektor bei Thyssen und ein Befürworter von mehr staatlichen Eingriffen zugunsten des abhängig Beschäftigten. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie da sind. Danke für die Einladung. Ich würde erst einmal vielleicht mit der Begriffserklärung überhaupt anfangen. Ich habe ja schon gesagt, der Begriff Neoliberalismus nebulös gefasst. Vielleicht erstmal für Sie als bekennender Neoliberaler, wenn Sie es kurz fassen müssten. Was ist Neoliberalismus? Neoliberalismus ist eigentlich ein relativ einfaches Konzept. Nämlich, dass dem die Einsicht zugrunde liegt, dass der Markt das effizienteste Allokationsinstrument ist. Es gibt verschiedene Allokationsinstrumente. Der Markt ist eins davon, der Staat und die Bürokratie ein anderes. Und der Neoliberale sagt in aller Regel, es gibt ganz wenige Ausnahmen, auf die kommen wir heute sicher auch noch zu sprechen, aber in aller Regel ist der Markt das effizienteste Mittel, um Ressourcen, sowohl Humankapital als auch Kapital in die richtige Verwendung zu bringen und maximalen Wohlstand zu schaffen. Ja, gut. Ist das die Definition? Auch kann man sich da ist man sich überein? Kann man so sagen, ja. Obwohl wissenschaftlich betrachtet, der Neoliberalismus war ja die Antwort auf den Liberalismus. Und das war im Grunde genommen eine Zeit, die ist schon ein bisschen länger her, aber es hat sich heute eben so eingebürgert, dass wir von dem Neoliberalen sprechen. Und man kann es auch so formulieren, dass man sagt, ja, der Markt soll dominant sein, der Markt soll die Herrschaft haben. Er ist effizient. Er ist effizient, allokationsmäßig und so weiter. Ja, und der Staat soll sich möglichst weitgehend aus den Marktprozessen heraushalten, ja. Wenn wir jetzt dann mal die These nehmen, freier Markt sorgt für Wohlstand, ja, dann würde ich doch gerne mal in die Verteilungsdebatte einsteigen. Ja. In Deutschland wird immer wieder darüber gesprochen, wir haben ein Verteilungsproblem. Vielleicht, weil das Ihre These war, ich meine, sehen Sie denn nicht, dass es ein Verteilungsproblem in Deutschland gibt, wenn man sich anguckt, wie Vermögen in Deutschland nicht nur hier, aber auch eigentlich global verteilt sind? Doch, es gibt ein Verteilungsproblem in Deutschland. Aber nicht nur in Deutschland, es gibt weltweit ein Verteilungsproblem. Die Ursache ist aber nicht der Markt, sondern die Ursache sind marktfremde Eingriffe, die üblicherweise, wenn man ihre Ursache-Wirkungsketten von Anfang bis Ende zurückverfolgt, dazu führen, dass der kleine Mann benachteiligt wird, der arbeitende Mensch benachteiligt wird. Die Eingriffe, die in den Markt stattfinden, sehen an der Oberfläche oft sehr schön aus, haben alle irgendwo was mit Gerechtigkeit oder anderen Schlagworten zu tun, die dann in die Debatte eingeführt werden, aber oft führen sie dann über sozusagen Knock-on-Effekte und Schubstangeneffekte dazu, dass das Gegenteil von dem erreicht wird, was man erreichen will. Die Geldpolitik ist ein Generalbeispiel dafür. Die Geldpolitik sorgt nämlich dafür, dass einmal der kleine Sparer in erster Linie enteignet wird, derjenige, der eine Lebensversicherung hat, bei der die Kapitalanlage nicht ausweichen kann auf Assets, die davor schützen vor den Folgen dieser Politik. Sie sorgt dafür, dass die Menschen, die in der Finanzspekulation tätig sind, systematisch subventioniert werden, auch über Kanäle, die in den Kapitalmärkten stattfinden, durch Verzerrungen der Märkte, durch Zentralbankeingriffe. Und wenn ich eine kleine Gruppe immer reicher mache, dann muss es ja irgendwo herkommen. Also es gibt diese Umverteilungseffekte zulasten des kleinen Mannes. Und deswegen ist die Frage nach einer Verteilungsdiskussion berechtigt. Aber wenn man sie führt, dann muss man auch nach den Ursachen fragen. Und das nützt aus meiner Sicht wenig, wenn man sagt, okay, wir haben das jetzt gesehen und jetzt greifen wir noch mehr in den Markt ein, um das zu heilen. Das wäre der erste Impuls. Sondern man muss nach den Ursachen fragen und muss diese Ursachen abstellen. Und dann wird man feststellen, dass sich sehr wohl relativ schnell andere Verteilungen einstellen würden. Aber genau das kann ja nicht passieren, weil die politischen Kräfte, die das verhindern, sehr stark sind. Also der Markt ist verantwortlich?
für die der Markt ist eben nicht verantwortlich dafür, sondern die staatlichen Eingriffe sind verantwortlich. Sie werden sich kaum wundern, aber das sehe ich natürlich dezidiert anders. Der Markt ist die Ursache, aber nicht per se, sondern wenn man den Markt zu sehr Markt sein lässt, so möchte ich es mal formulieren, also ihm keine Grenzen setzt, ja, dann kommt es zu solchen Auswüchsen. Und das haben wir ja gesehen, nicht nur jetzt in der großen weltweiten Krise 2008, die übrigens mit noch nichts gelöst ist, können wir vielleicht auch noch mal drauf zu sprechen. Wir haben es gesehen im letzten Jahrhundert, in den 20er, 30er Jahren Weltwirtschaftskrise. Und da war ja auch eben die Antwort eines großen Ökonomen, eines Briten, wie wir wissen, John Maynard Keynes, der selbst überrascht war. Damals war doch die Weltwirtschaft sehr liberal ausgerichtet, die Konzepte an den Hochschulen wurde es gelehrt. So, und Keynes war ja durchaus auch in diesen gesamten Theorien ausgebildet, in den liberalen Theorien, der Markt wird das schon richten. Da war er erstaunt, dass Politik sich auch da rausgehalten hat. So, und da hat Keynes ja eben gesagt, da muss der Staat jetzt, ich gebe laissez-faire auf, das war ja sein großer Beitrag, den er damals geschrieben hat, ich führe den starken Staat ein, ich sehe auf dem kapitalistischen Spielfeld nur noch den Staat, der da reingehen muss. Man darf den Markt eben nicht sich selbst überlassen. Und da gibt es eine ganz einfache, ja, ich würde sagen, fast triviale Erklärung für, nämlich die einzelwirtschaftliche Rationalitätsfalle. So, das heißt, wenn man betriebswirtschaftlich den Unternehmer machen lässt in der Krise, ja, dann kann er gar nicht anders, als wenn seine Absatzzahlen zurückgehen, wenn die Preise verfallen, dann muss er sich adaptieren, er muss sich anpassen, er wird Personal entlassen, er wird vielleicht zunächst mal die Löhne nur senken. So, indem das aber einzelwirtschaftlich rational, betriebswirtschaftlich rational er sich verhält, ja, wenn das alle machen, das war ja die große Erkenntnis von Keynes, dann kommt es makroökonomisch, gesamtwirtschaftlich zur großen Krise. Das ist ja beschrieben worden auch mit dem sogenannten Parallelverhalten. Der Staat verhält sich dann noch parallel zu dieser einzelwirtschaftlichen Rationalität und dann stürzt uns das ganze Gebäude ja in sich zusammen. Und deshalb bin ich auch ein dezidierter Befürworter eben eines Staates, der eine wirklich wichtige makroökonomische Rolle im System spielen muss. Weil Sie sagen ja, dass die staatlichen Eingriffe für Krisen gesorgt haben, wie zum Beispiel Sie auch die These aufgestellt haben, dass der Crash 2007 durch Regulierung entstanden ist und eben nicht durch den freien Markt. Es handelt sich dabei nämlich um einen Community Reinvestment Act, der übrigens schon seit Ende der 70er Jahre so in Amerika im Umlauf ist. Und da ging es ja darum, dass Banken einfacher Kredite an niedrigere Einkommen vergeben sollten. Das ist ja so der Hintergrund dahinter gewesen. Also, man muss ein bisschen ausholen, weil der Community Reinvestment Act war nur ein kleines Bausteinchen bei diesen Eingriffen in den Markt, die man sozusagen entlang der ganzen Wertschöpfungskette gemacht hat. Man hat erstmal mit dem Community Reinvestment Act die Banken gezwungen, Kredite an eigentlich nicht kreditwürdige Schuldner zu vergeben. Das ist, ich glaube, auch aus einer gesamtwirtschaftlichen Sicht grundfalsch, weil man damit Menschen dazu bringt, einen Kredit aufzunehmen, wo man von vornherein weiß, dass die den nicht zurückzahlen können und dass er ihren Ruin bedeutet. Das heißt, es hat mit sozialem Engagement eigentlich überhaupt nichts zu tun. Das war ein völlig fehlgeleitetes Ideenkonstrukt dahinter. Aber das war nur ein kleiner Baustein. Und man hat eigentlich in das Banken- und Finanzwesen in Amerika, aber auch in Europa in massivster Weise eingegriffen und hat dann die selbstkorrigierenden Effekte eines gesunden Marktgeschehens ausgehebelt. Das fing an mit der Frage, dass man Banken seit den 30er Jahren, seit der Krise, die Sie gerade zu Recht angeführt haben, grundsätzlich mal für rettungsbedürftig hält. Also wenn Banken immer gerettet werden können, dann sind sie ja dem Markt entzogen. Das heißt, Banken werden für ihr Fehlverhalten und für ihre falschen betriebswirtschaftlichen Entscheidungen nicht mehr zur Verantwortung gezogen. Und sie haften nicht mehr. Sie haften nicht mehr. Der Sparer, egal wo er sein Geld anlegt, ob bei einer guten oder bei einer schlecht geführten Bank, ist geschützt durch den Staat, wobei ich mir immer noch nicht ganz verstanden habe, warum der Steuerzahler so viel weniger schützenswert sein soll als der Sparer, denn das ist eigentlich eine 99% oder eine 90% Personenidentität zwischen diesen beiden Gruppen gegeben. Und man entzieht auf diese Weise das Bankensystem quasi kollektiv den korrigierenden Eingriffen des Marktes. Also eine Bank, die pleite geht, wird eben gerettet. Das haben wir bis heute so. Das halte ich übrigens für grundfalsch. Wir reden immer von Bankenschützen.
Das ist für mich ein Stück weit Mystifikation, weil wir schützen die Vermögenden, die der Bank über Einlagen das Geld gegeben haben. So, und das auch, ja, war der berühmte Satz von Frau Merkel ja mit dem damaligen Finanzminister Steinbrück nach der Tagesschau. Wir erinnern uns alle, 2008, meine Damen und Herren, liebe Bürgerinnen, machen sich keine Sorgen, die Einlagen sind sicher. So, das heißt, ich differenziere Bank, ja, Banken haben auch Eigentümer, aber das Eigenkapital einer Bank ist traditionell fast marginal, 4–5%. Es ist durch die Krise, weil man die Auflagen gemacht hat und hat gesagt, ihr Banken, ihr müsst mehr Eigenkapital zum Schutz aufbauen. Aber wenn Sie mich fragen, ob eine Bank 10% Eigenkapital hat, die ist für mich genauso unsicher, als wenn sie 4% hat. Aber das hängt einfach damit zusammen, dass die Passivseite der Bilanz einer Bank gespeist wird, in erster Linie mit Fremdkapital, und ist das Geld der Vermögenden in deren Einlagen. So. Und wenn wir von Bankenschutz reden, dann reden wir vom Schutz dieser Einleger. Die Vermögenden werden damit geschützt, wenn wir die Bank schützen. In erster Linie. Und da will ich auch noch mal historisch einen Schritt zurückgehen, wenn ich darf. Wir hatten ja 2000 auch schon die Krise, das war für mich so ein Vorruf der dann danach folgenden 2008-Krise, wo die Dotcom-Blase oder die Internetblase platzte. So, und wo damals schon die Vermögenden nicht bereit waren, die Vermögenden, nicht die Banken, die Vermögenden bereit waren, für die Krise zu bezahlen. Sie haben der Politik gesagt, du buchst jetzt diese Krisenlast nicht gegen unser Vermögen aus, sondern du buchst das bei dir auf das Konto Staatsverschuldung. Das hat man damals gemacht. Das heißt, dann nimmst du uns das Geld nicht, du musst dann Konjunkturprogramme auflegen, klassisch so bastard-keynesianisch, das Geld geben wir dir, ja, und dafür zahlst du uns dann aber noch Zinsen, sodass wir am Ende der Krise noch reicher geworden sind. Also wie eine Bank. So, und das hat man gemacht. So, und das hat man massiv gemacht 2008, wo man erkannt hat, wenn wir jetzt nicht intervenieren, dann bricht uns der ganze, oder fliegt uns bildlich gesprochen der Kessel um die Ohren. So, dann hat man keynesianisch reagiert, und noch nie in der Menschheitsgeschichte sind so viele Konjunkturprogramme auf Pump, Staatsverschuldung, aufgelegt worden wie 2008 bis 2010, etwa in Deutschland auch 2 große Konjunkturprogramme. Dem deutschen Michel hat man gesagt, nimm dein Auto, fahr damit zur Schrottpresse und tausche es ein. Marktwert des Autos waren zwar noch 5.000 €, aber das ging zwar. So, das sind staatliche Konjunkturprogramme, ja, weil die Vermögenden für die Krise nicht zahlen wollen. Und sie haben bis heute nicht gezahlt. Und einen Satz noch, dann höre ich auch auf. Die Krisenursache, die sehe ich nicht das ist sicher noch eine Begleiterscheinung in der Liberalisierung der Märkte, auch der Kapitalmärkte, sondern in der Umverteilung. Weil wir haben durch das neoliberale Paradigma eine gigantische Umverteilung, nicht nur in Deutschland, weltweit bekommen, und dieses Geld ist gelandet bei wenigen. Hochkonzentriert, das belegen alle wissenschaftlichen Studien, gerade hat noch das DIW das nochmal bestätigt. So. Und das Geld sucht dann nach Anlage. Das ist ja klar. Diese Überschussliquidität sucht nach Anlage, so, und geht dann in der Regel nicht in reale, wie wir das ja nennen, in Maschinen- und Gebäudeinvestitionen zurück, sondern bleibt wartend sozusagen, ich nenne das immer wartend, abwartend an den Kapitalmärkten und lauert, wo denn sozusagen die höchste Rendite, die höchste Profitrate womöglich da gegeben ist. Und das verlangt natürlich für die Vermögenden, dass die Kapitalmärkte 100% liberalisiert werden müssen. Da darf es dann keine Kapitalverkehrskontrollen geben und so weiter, die wir ja mal hatten zur Regulierung auch der Märkte. Sonst ist dieses ja nicht möglich, dieses schnelle Anlegen von Geld, und zwar international weltweit. Und das ist virulent geworden. So, das sorgt dann auch natürlich für Spekulation, völlig klar, ja, hochgradige Spekulation sogar. So, und dann platzt womöglich eine Blase wie die Immobilienblase, weil man dann ab 2000 auch gerade in den USA, aber auch ja in Europa, wie wir wissen, auf die Immobilie gesetzt hat. Man brauchte ein Ersatzanlagegut, wo man draufgehen konnte. Da haben die Banken mitgespielt, weil die Banken natürlich auch profitorientiert arbeiten müssen. Okay, so, und das hat das Ganze befeuert. Das ist meine Analyse. Gestatten Sie mir, die zu ergänzen.
Die halte ich nicht für in ihrer Totalität falsch. Ich glaube aber, dass sie unvollständig ist. Okay. Ich glaube, dass Sie sehr richtig darauf hinweisen, dass wir so eine Art Spekulationskreislauf in Gang gesetzt haben. Also das Geld, Sie haben es beschrieben, das lauert da. In Wahrheit bewegt es sich in einem gigantischen Spekulationskreislauf. Der größere Teil des im Umlauf befindlichen Geldes weltweit bewegt sich in diesem Spekulationskreislauf und nicht im realwirtschaftlichen Kreislauf, wo er eigentlich dafür gedacht wäre. Ja. Und es ist auch richtig, dass es in gewissem Umfang zu einer Umverteilung zugunsten der Vermögen gekommen ist im Zuge der neoliberal inspirierten weltweiten Marktöffnung, der Globalisierung, weil natürlich, wenn Sie zwei Märkte haben, Sie haben China und Sie haben den Westen, und in China ist Kapital relativ knapp gewesen, dafür war Arbeitskraft im Überfluss da, und im Westen war es umgekehrt. Wenn Sie diese Märkte zusammenführen, dann müssen sich die relativen Preise beider Produktionsfaktoren, Arbeit und Kapital in beiden Räumen ändern. Nämlich in China geht er hoch und im Westen geht er runter, was die Arbeitsentlohnung angeht, und für die Kapitalentlohnung ist es genau umgekehrt. Diese Mechanismen sind in der Handelstheorie ja schon lange vor dieser ganzen Globalisierungswelle erkannt worden. Aber ich glaube, das ist noch nicht unser Kernproblem, weil in dem Moment, wo ich in China eben sehr viel produktiver das Geld investieren kann, habe ich ja auch tatsächlich einen weltweiten Wohlstands- und Wohlfahrtsgewinn. Und dann wird niemand sagen können, wir müssen die Chinesen und alle anderen auf Dauer von dem globalen Wirtschaftssystem ausschließen. Die müssen arm gehalten werden, damit wir hier uns nicht adjustieren müssen. Das ist aber, glaube ich, auch nicht das Problem, auf das Sie hinweisen wollen. Wir haben eine Gruppe von Finanzmarktteilnehmern, die natürlich diese hochliquiden und vollkommen deregulierten Kapitalmärkte für sich zu nutzen wissen. Die verfügen über die entsprechende Infrastruktur und das Wissen. Das heißt, der kleine Mann kann daran per Definition nicht teilnehmen, weil sie beides brauchen. Und die spekulieren jetzt grundsätzlich in eine ganz bestimmte Richtung, nämlich darauf, dass, wenn es brennt, die Zentralbank die Geldschleusen öffnet und sie rettet. Sie spekulieren also auf fallende Zinsen und auf steigende Assetpreise, das heißt auf steigende Bondpreise, auf steigende Aktienkurse. Und wenn die Aktienmärkte oder die Kapitalmärkte insgesamt irgendwo ins Rutschen kommen, was passiert dann? Dann gehen die Zentralbanken her und machen eine Sondersitzung und dann werden die Geldschleusen geöffnet. Am Anfang hat man die Zinsen gesenkt, dann hat man Liquiditätshilfen gegeben, dann waren die Zinsen irgendwann am Boden, dann hat man Nullzinsen und schließlich Negativzinsen eingeführt. Das heißt, man hat jedes Mal, wenn an den Kapitalmärkten sich erwiesen hat, dass die Spekulanten falsch gelegen haben, ihnen den Hintern gerettet, verzeihen Sie mir, wenn ich das so etwas drastisch formuliere. Und hat sie damit reicher gemacht, obwohl sie eigentlich eine Fehlspekulation getätigt haben. Das heißt, man hat den Sinn der Spekulation am Kapitalmarkt mit der Geldpolitik ausgehebelt. Und wenn Sie so eine kleine Gruppe haben, die eine solche Menge an Geld bewegt, nämlich mehr Geld sich im Spekulationskreislauf bewegt als im realwirtschaftlichen Kreislauf, und Sie die jedes Mal retten, dann bedeutet das, dass dort gigantische Vermögen entstehen müssen, und zwar durch den marktfremden Eingriff einer Geldpolitik. Und das geht zu irgendwem, irgendwer muss diese Zeche zahlen. Wenn dort oben also so dieses riesige Vermögen und Einkommen entsteht, das Bruttosozialprodukt aber aus anderen Gründen nicht mit dem gleichen Tempo wächst wie dieses Einkommen da oben, dann kann sich die Kaufkraft nur von unten nach oben verschieben. Und zwar nicht irgendwie vom unteren Drittel ins obere Drittel, sondern von den unteren 99% ins obere 1% oder vielleicht sogar nur 0,1%. Das heißt, diese Politik subventioniert marktfremd die Superreichen. Und deswegen haben wir nach meiner Überzeugung ein Verteilungsproblem in Europa und in den Vereinigten Staaten auch. Und dieses Verteilungsproblem werden wir nicht dadurch lösen, dass wir mit marktfremden weiteren Eingriffen das System noch mehr durcheinander bringen, sondern wir müssen uns die fundamentale Frage stellen, warum wir die Superreichen subventionieren und es vom kleinen Mann nehmen. Und wenn wir diese Frage nicht stellen, dann können wir auch nicht von uns behaupten, wir wären marktwirtschaftlich oder liberal oder neoliberal orientiert. Stimmen Sie mit der Analyse irgendwie überein? Oder? Also ich würde mal so sagen, Wirtschaften ist immer Spekulation. Jeder Unternehmer, auch der real produziert, also der sich nicht in der Finanzmarktsphäre, ist ein Spekulant. Wenn er sagt, ich entscheide mich heute für eine bestimmte Maschine, die ich anschaffe, dann ist das auch Spekulation. Aber nicht jeder Unternehmer wird gerettet. Nein, das ist sicherlich richtig, aber lassen Sie mich noch mal meinen Gedanken zu Ende bringen. So, also es ist immer eine Spekulation, auch in Realwirtschaft. Er spekuliert auch, wenn er einen Beschäftigten einstellt, dann antizipiert er ja auch, dass dieser Beschäftigte ihm einen Mehrwert generiert. Das ist auch eine Spekulation. Nur die Spekulation, die wir bekommen haben, die ja, wie ich finde, auch richtig beschrieben worden ist, das ist eine Spekulation, ja, wie soll ich sie nennen? Das ist eine abgehobene von der Realwirtschaft, sodass wir heute eine Disproportion bekommen haben zwischen der realen Wirtschaft oder der produzierenden, alles ist reale Wirtschaft, aber zwischen der produzierenden Wirtschaft, nennen wir sie so,
und der Finanzmarktsphäre. So, wir haben heute so viel in der Zirkulation an Finanzvermögen, an liquiden Mitteln, das übersteigt die jährliche Produktion sozusagen. Und dieses Überschussgeld verlangt ja eine Rendite. Ja, wenn ich Geldvermögen habe, dann habe ich das ja nicht unterm Kopfkissen liegen, wie man früher geglaubt hat, wie bei unserer Oma. Die hat das vielleicht gemacht, weil sie auch gar keinen Zugang zur Bank hatte. So, nein, es muss, wie man sagt, es muss sich bewegen, es muss mir Rendite erbringen. So, das heißt, ich muss dann aber diesen Finanzmarkt, mal bildlich gesprochen, durch die produzierende Wirtschaft geradezu wie eine enge Schleuse durchpressen, ja, weil nur da der Wert entsteht. So, und das ist für mich jetzt kommt die Verteilungsfrage für mich ins Spiel. Ja? Das heißt, ich muss die Wertschöpfung, die nur in realer Produktion, wenn ich mal von Bewertungsgewinnen, die habe ich natürlich auch, absehe, aber die sind hochgefährlich, weil das kann morgen abstürzen. Ich muss es durch die Wertschöpfung pressen. So, und die Wertschöpfung besteht bei uns Ökonomen nun mal nur aus vier Arten. Das sind einmal die Arbeitseinkommen der abhängig Beschäftigten, das sind die Zinsen. Ja, die Zinsen und Dividenden, das ist die Grundrente, also Mieten und Pachten. Heute kommt der Leasingmarkt dazu und das sind die Profits, die Unternehmen. So, mehr Wertschöpfungsarten kennen wir nicht. So, und das ist jetzt der Verteilungskonflikt. Wenn ich das Arbeitseinkommen jetzt mal rausnehme und den Mehrwert nehme, also die 3 Wertschöpfungsarten, Zinsen, Mieten, Pachten und Gewinne, ja, dann ist da ein Anspruch da. Und zwar maximale Rendite zu erzielen. Und dann ist es natürlich so, dann bleibt das Arbeitseinkommen als Gegenpart sozusagen in der Verteilung und das ist der Konflikt. So, und da hat das Kapital einfach gewonnen, das muss man leidenschaftslos heute so konstatieren. Ja, es ist so. Da hat der Neoliberalismus bisher jedenfalls vermeintlich gesiegt. Was ich eben nicht sehe, ist, dass der Neoliberalismus daran schuld ist, denn der Eingriff wird ja durch die Zentralbank gemacht. Die Zentralbank ist diejenige, die die Spekulanten auch dann und gerade dann rettet, wenn sie schief liegen. Und das hat mit Liberalismus und mit Marktwirtschaft überhaupt nichts zu tun, wenn der Staat eine fehlgeschlagene Spekulation andauernd rettet. Und Sie haben natürlich recht, diese 4 Komponenten sind es, aber in dem Gewinnteil steckt natürlich ein großes Monster drin, wenn Sie so wollen, nämlich das Monster des Spekulationsgewinns, der nicht durch zuverlässige oder durch gute und der nicht durch gute Spekulation zustande kommt, sondern eben durch eigentlich fehlgeschlagene Spekulation, aber dann im Wege der Rettung wieder umverteilt wird zugunsten des schlechten Spekulanten. Das heißt, wenn wir das Problem sehen, und ich glaube, da ist hier am Tisch tatsächlich Einigkeit, dass das Problem existiert. Aber wo wir noch keine Einigkeit haben, ist die Frage, was ist denn eigentlich die Kernursache? Dann müssen wir am Währungssystem ansetzen. Denn das Währungssystem ist der Motor, der ist gewissermaßen die Matrix, auf der sich alle bewegen und merken nicht, wie ihnen das Geld sozusagen über Mechanismen, die sie nicht nachvollziehen können und nicht verstehen, wieder aus der Tasche gezogen werden, obwohl alle arbeiten wie die Verrückten. Wir haben einen Beschäftigungsgrad heute in Deutschland, der ist höher als nie. Trotzdem ist es so, dass es gerade auch zum Beispiel für junge Familien hinten und vorne nicht reicht, weil alle möglichen versteckten und offenen Mechanismen dazu führen, dass ihnen die Kaufkraft entzogen wird. Nehmen Sie das Immobilienthema. Das drohte hier fast schon unter den Tisch zu fallen. Ich bin dankbar, dass Sie es mal an der Stelle aufgegriffen haben, nämlich auf das Thema Immobilienrenten. Wenn Sie heute eine Familie gründen, dann können Sie zwar zu 0% oder fast 0% einen Zins aufnehmen, um ein Haus zu kaufen, aber Sie wissen, dass Sie es in Ihrem Leben nicht abbezahlen werden können. Wer kauft, kommt in die Bredouille, weil er ein Risiko auf sich nimmt als junger Mensch, das er eigentlich angesichts seines Einkommens und seiner Risikoneigung oder seiner Risikotragfähigkeit gar nicht übernehmen kann. Ja? Und das sind diese offenen und versteckten Mechanismen, die dann eben genau auch wieder über geldpolitische Mechanismen zu dieser Umverteilung führen. Denn dass die Immobilienpreise so sind, wie sie sind, ist natürlich das direkte Ergebnis. Aber darf ich da ganz kurz einhaken und die Frage stellen, liegt das nicht auch an eben liberalen Finanzströmen? Ich meine, das Kapital kommt ja auch aus dem europäischen Ausland oder aus dem Drittland nach Deutschland, kauft in Berlin, weiß man von dieser Problematik, kaufen Immobilien auf, treibt die Kosten in die Höhe. Und ich meine, das liegt doch an den liberalen Finanzströmen, dass es so ist. Wenn ich nochmal mit der Notenbank, da muss ich wirklich widersprechen. Also ich bin Herrn Draghi oder der Notenbank sehr dankbar, dass sie den Leitzins auf Null gesetzt haben. Wenn das nicht passiert wäre, dann würden wir wahrscheinlich hier gar nicht mehr sitzen. Das Problem ist diese Asymmetrie zur Fiskalpolitik. Die politische Klasse versagt, nicht nur in Deutschland, in ganz Europa.
indem sie diese expansive Geldpolitik, und mehr kann sie jetzt nicht tun, sollte es jetzt wirklich zum Abschwung kommen. Am Geldmarkt ist alles ausgereizt. Wir haben ja sogar schon Negativzins in der Notenbank mit den 0,4% festgesetzt. Staatsanleihen wurden en masse aufgekauft. So, da ist alles ausgereizt worden. So, diese expansive Geldpolitik, wo wir ja sagen, dass sie da sozusagen helfen soll aus der Krise raus, aber das reicht nicht. Letztlich brauchen wir eine dazu parallel geschaltete Fiskalpolitik. So, und da versagt Politik in Europa weltweit, hätte ich fast gesagt, auf ganzer Ebene, obwohl Trump macht ja Fiskalpolitik, indem er aber das Falsche macht, indem er massiv die Steuern senkt auf Kosten von Verschuldung. Das ist völlig klar, das wird durch die Staatsverschuldung in den USA nochmal massiv nach oben drängen. Aber die Amerikaner können es sich erlauben, weil sie numerär stellen, sie haben nun mal den Dollar, die Leitwährung. Das ist ein spezielles Problem. Aber in Europa gibt es ein kollektives politisches Versagen der gesamten politischen Klasse, dass sie nicht begreift, dass sie diese Geldpolitik der EZB, die richtig ist, die notwendig ist, mit einer adäquaten Fiskalpolitik, mit einer expansiven Fiskalpolitik begleitet. Also mehr Investitionen. Mehr staatliche Investitionen, so, und auch womöglich auch Verschuldung, ja. Aber da hat sie sich selbst den Mühlstein, die Kette sozusagen, um den Hals gelegt mit der Schuldenbremse. Fiskalpakt 3%, in Deutschland sind wir ja noch schlimmer. Ich bin gespannt, wie die Länder, unsere 16 Bundesländer, jetzt ab dem 01.01.2020 reagieren, wenn sie keinen einzigen Euro-Kredit mehr aufnehmen dürfen. Ich komme aus dem bevölkerungsreichsten Bundesland, aus Nordrhein-Westfalen. Ich werde das beobachten. Der Artikel ist schon geschrieben von mir, antizipatorisch sozusagen. Nee, das wird nicht gut gehen. Und wenn ich am Wochenende lese, dass Herr Söder hier noch massive Steuersenkungen fordert, da muss ich sagen, hat er die Grundlagen der Ökonomie noch nicht verstanden. Wie will er denn das machen? Aber wer soll denn das, Entschuldigung, wer soll denn das denn gegenfinanzieren? Das muss ja gegenfinanziert werden. So, bei einer Schuldenbremse, ja, wo wir fiskalpolitisch uns selbst gefesselt haben. Und die Geldpolitik, wie gesagt, die ist am Ende, die Notenbank kann nicht mehr machen. So, und jetzt kommt womöglich ein Abschwung. Was machen wir denn dann? Also eigentlich beschreiben Sie das Problem ja in der Weise, dass Sie selber auch darauf hinweisen, dass wir in der Zwickmühle und in der Falle sitzen. Richtig. Wir sitzen aber nicht deswegen in der Zwickmühle und in der Falle, weil wir diese Fiskalpolitik haben. Diese Fiskalpolitik und viele andere politische Maßnahmen sind nach meiner Überzeugung Ausfluss eines Versuchs, am Symptom zu kurieren. Und zwar deswegen, weil wir uns ein Währungssystem verpasst haben, das gewisse Dysfunktionalitäten aufweist. Die haben wir alle nicht antizipiert, als wir es eingeführt haben. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe es als junger Ökonom damals auch nicht antizipiert und verstanden. Aber wir haben da die Konvergenz und natürlich auch das System des festen Wechselkurses, den der Euro ja darstellt. Ja? Der Euro ist ja im Grunde genommen eine Art superfestes Wechselkurssystem, wenn man so will. Und dieses superfeste Wechselkurssystem, dem vertrauen eben einige nicht. Und es sind nicht die Deutschen, die dem nicht vertrauen. Es sind die Italiener und die Griechen und die Spanier und die Franzosen, die ihm nicht vertrauen. Denn sonst würden die ja nicht ihr Geld in dem liberalisierten Kapitalmarkt nach Deutschland bringen und hier in Berlin Wohnungen kaufen. Ja, also ohne diesen Kapitalstrom und ohne diese Handelsbilanzdefizite sind es ja im Wesentlichen nicht mehr. Die sind ja geschrumpft in den letzten Jahren. Also es ist ja nicht so, dass Deutschland immer noch diese gigantischen Handelsbilanzdefizite, Überschüsse mit Italien zum Beispiel hätte. Im Gegenteil, da ist also auf der Handelsbilanz passiert da gar nicht mehr viel. Ist auch logisch, weil Italien seit Jahren in der Wirtschaftskrise ist und eben nicht mehr so viel importiert. Ja? Aber die Kapitalverschiebung findet nach wie vor statt. Weltweit. Das wird weltweit, aber auch innerhalb Europas. Und die Verschiebung innerhalb Europas testet dieses superfeste Wechselkurssystem. Das ist sozusagen eigentlich das Governance-Issue, das wir haben. Ich teile die Meinung, dass in der Tat als wir dieses feste Wechselkurssystem mit dem Euro ab dem 01.01.1999 bekommen haben, dass da Kardinalfehler gemacht. Ich war da schon ein bisschen älter auch, vielleicht als Sie. Ich habe davor gewarnt und auch viele Kollegen haben davor gewarnt, dass man nur auf diese Konvergenzkriterien, die alle finanziell ausgerichtet waren, die wirklich zum Beispiel Arbeitslosenquoten, Wachstumsquoten, Innovationsquoten überhaupt außen vor gelassen haben. Das habe ich damals schon nicht verstanden. Das war auch ein Fehler, das war ein ganz klarer Fehler, aber es ist doch völlig klar, in dem Moment, wo ich ein festes Wechselkurssystem einführe, reduziert sich am Ende alles auf Preise und Stückkosten und Produktivität. So, und wenn ich da Volkswirtschaften habe,
die ich dann da reinhole in dieses feste Wechselkurssystem, die eben keine guten Stückkosten, keine guten Produktivitäten, keine guten Innovationsquoten generieren, ja, dann setze ich diesen Volkswirtschaften brutal dem Markt, dem Wettbewerb. Das setzt Ihnen die Pistole an die Brust. So, das ist und wenn ich, da stehe ich, wenn ich so war im Bild, da stehe ich wirklich auf einem Feld sozusagen nackig und dann weht mir ein eisiger Wind um die Ohren. So, und genau das ist passiert. Genau das ist passiert und jetzt haben wir im Grunde genommen diese Unterschiede, ja, die dann wehtun. Dann kann man das temporär sicherlich mit einer Verschuldung kompensieren, aber irgendwann kommen die Vermögenden, ich sage mal die Vermögenden, nicht die Kapitalmärkte, aber es sind die Vermögenden, und sagen, du Schuldner, und das hat man im März 2010 dann mit Griechenland gemacht, die mussten ja eigentlich eine lächerliche Staatsanleihe refinanzieren, da haben die Vermögenden gesagt, pass mal auf, ihr lieben Griechen, die Refinanzierung bekommst du nicht, du bist uns als Schuldner nicht mehr gut. So, dann bricht das zusammen. So, und dann haben wir gesehen, und dann ist, was dann gemacht worden ist, und das ist wieder dann neoliberal, das verurteile ich, dass man dann sagt, wir retten dich zwar, ja, mit Rettungspakete haben wir alles gemacht, die griechischen, die dann aufgelegt worden sind, aber wir verbinden das mit einer Austeritätspolitik. Wir verlangen dann von dir, Staat, Griechenland, dass du kürzt. Nicht Spaß ist was anderes. Du gehst in die Kürzung, du senkst deine Löhne, du senkst deine Staatsausgaben, du erhöhst Steuern. So, also diese klassischen Instrumente und dann ist ein Satz so. Und dann ist das, was passiert, dann bricht die Wirtschaft zusammen. Die Griechen haben ja 25% ihrer Leistung verloren. Massenarbeitslosigkeit in Griechenland sind junge Menschen, 35% bis 50%, die haben ja keine Perspektiven. Und dann ist Niedergang da, dann ist eine Elendsökonomie da und die liegt in Griechenland vor und andere Länder in Europa, Südeuropa sind davon nicht weit entfernt. Also unsere Diskussion folgt einem interessanten Muster, weil die Zustandsbeschreibung sehen wir wieder mal ähnlich oder gleich. Aber ist der Schuld, ne? Und da sage ich, da zieht ja eine Sünde wieder die Marktwirtschaft die andere nach sich. Wenn ich dieses feste Wechselkurssystem einführe, und wie gesagt, ich habe es damals auch nicht gesehen als junger Ökonom, aber da gab es andere, die sehr, sehr deutlich davor gewarnt haben. Sie hätten es jetzt mit anderen staatlichen Eingriffen, die für mich sozusagen wieder Planwirtschaft wären, kuriert. Aber ich sage, der Eingriff in das feste Wechselkurssystem ist ja schon ein Eingriff in den Markt. Vorher hatte ich einen Markt, nämlich der flexible Wechselkurs. Ja, wenn ein Land, funktioniert aber nicht mehr? Ja, jetzt nicht mehr, nachdem wir es eben diese Währungen abgeschafft haben. Aber im Grunde genommen würde natürlich über die Abwertung eine automatische Anpassung der Wettbewerbsfähigkeit erfolgen. Und dann wären diese Länder alle nicht in diese gigantischen Rezessionen geschlittert. Dieses Desaster kann man eigentlich gar nicht schwarz genug malen. In Italien haben wir heute ein niedrigeres Pro-Kopf-Einkommen als vor Beginn der Währungsunion. 2 verlorene Dekaden. Dieses Land kann in dieser Währungsunion zu den Governance-Regeln, die wir uns gegeben haben, überhaupt ökonomisch nicht florieren. Das ist nicht möglich, egal welche Ursachenanalyse wir da drunter legen. Es geht nicht. Aber war es denn ein marktwirtschaftliches Konzept, was die Europäische Union oder die Troika in Griechenland eingeführt hat? Da sage ich ganz klar, nein, das hat mit Marktwirtschaft nichts zu tun gehabt. Das war eine andere Form, wie soll ich sagen, der zentralen, von Brüssel aus gelenkten Planwirtschaft, die man diesem Land aufoktroyiert hat. Also man hat diesem Land im Grunde genommen jede ökonomische Autonomie genommen, obwohl es durchaus Möglichkeiten gegeben hätte, das anders zu machen. Man hat angebotsorientierte Politik gefahren und die verbinde ich auch mit dem Neoliberalismus. Löhne runter, Steuern runter, Staat, ausgeglichener Haushalt, Austerität betreiben. So, null Nachfragepolitik, null Innovationspolitik. Man hätte das ganz anders machen müssen. Da bin ich bei Ihnen. Man hätte, das kann aber nicht aus dieser einzelwirtschaftlichen Rationalitätsfalle heraus begründet, die Unternehmerschaft konnte das nicht mehr. Sie war am Ende, im Bodensatz war erreicht. Da setzt ja meine Kritik auf, dass ich sage, da muss dann der Staat rein, indem er Nachfragepolitik macht, Innovationspolitik, F&E-Politik macht, das unterstützt sozusagen, damit die Wirtschaft, damit die Unternehmen eine Möglichkeit haben, sich aus der Krise wirklich zu befreien. Das ist nicht gemacht worden. Das wäre sinnvolle Politik gewesen. Aber der Staat hatte auch kein Geld, oder? Der Staat hätte Geld gehabt, wenn man andere Konzepte der Privatisierung angewendet hätte. Also man hat beispielsweise, ich vermute, da stimmen wir überein, man hat dieses Land gezwungen, in einem Fire Sale
Privatisierungen zu machen, obwohl klar war, dass alles verramscht wird. Ja. Ja? Aber das ist ein neoliberaler Gedanke. Nein, das ist kein neoliberaler Gedanke. Wenn ich hergehe, würden sagen, ja, sondern eigentlich wäre es sinnvoller gewesen zu sagen, also wenn man tatsächlich die Wirtschaft stabilisieren will und die staatlichen Eingriffe minimieren will, dann hätte man eher hergehen müssen und sagen, okay, wir haben dieses Staatsvermögen und dieses Staatsvermögen ist im Moment leider durch die Umstände entwertet, die wir dem Land auch aufoktroyiert haben, ist dadurch entwertet. Und wenn wir es jetzt verkaufen, ist es auch ein marktfremder Eingriff. Besser wäre es gewesen zu sagen, man packt es in eine Holding, ein Vorschlag, den ich damals 2011 auch gemacht habe, in eine Holding zu packen, diese Holding quasi als private Gesellschaft zu führen, aber noch im Staatseigentum zu belassen, sie eben nicht zu verramschen. Diese Holding hätte dann Kredite am Kapitalmarkt aufnehmen können und mit den Assets besichern, um dann wieder zu investieren in Innovation und dann später, wenn das Land wieder läuft, zu privatisieren. Das wäre nach meiner Meinung eine marktwirtschaftliche Lösung gewesen. Und der hat man sich komplett verweigert. Und zwar deswegen, weil man Austerität und Marktwirtschaft miteinander verwechselt hat. Austerität ist dann ein Teil eines marktwirtschaftlichen Konzepts, wenn es sozusagen aus einem Guss in ein gesamtes Reformprogramm eingefügt wird, das auch eine Chance hat zu funktionieren. Aber wenn ich in einem Land bin, das ich im Grunde genommen durch ein fixes Wechselkurssystem am Boden halte, wo die Wirtschaft nicht mehr atmen kann und dann versuche, solche Komponenten da reinzubringen, dann mache ich in Wahrheit keine marktwirtschaftliche Politik, sondern ich mache eigentlich eine planwirtschaftliche Politik. Dürfen wir vielleicht noch ein anderes Thema ansprechen, weil Sie sind mir eigentlich ein bisschen zu einig, wobei zwei Ökonomen, so unterschiedlich kann es ja nicht immer sein in der Analyse. Aber ich glaube, vielleicht beim Thema freier Markt, freier Handel gibt es dann doch unterschiedliche Ansichten. Und da würde ich Sie erstmal gerne fragen, weil Neoliberale ja gerne den freien Markt propagieren, Wohlstand für alle durch eben freien Handel. Muss denn alles, und ich meine wirklich alles, auf dem freien Markt geregelt und gehandelt werden? Gibt es nicht vielleicht ein paar Ausnahmen, wo Sie selber sagen, ach ja, das kann wirklich in staatlicher Hand? Es gibt natürlich Aufgaben, die der Staat hat. Recht setzen und Recht sprechen, innere und äußere Sicherheit. Aber insgesamt, wenn ich mir mal so die Staatsaktivität über alle Felder hinweg anschaue, sage ich, die meisten der Dinge, die der Staat im Moment sich anmaßt zu tun, unter Vernachlässigung seiner Kernaufgaben leider, die könnte der Markt wahrscheinlich effizienter erledigen. Wie also mir fällt ja immer das Beispiel, und da sind Sie sicher bei mir, der öffentliche Nahverkehr ein. Also diese halb privatisierten Angelegenheiten Deutsche Bahn, das ist nicht besser geworden. Ja. Ganz im Gegenteil, es ist teuer, es ist immer noch ineffizient. Also die ganzen Vorteile, die angeblich durch einen freien Markt oder durch den offenen Wettbewerb, den es ja eigentlich gar nicht gab ganz lange, hervortreten sollten, sind meines Erachtens überhaupt nicht eingetreten. Ich glaube, da muss man die einzelnen Märkte betrachten, aber nachdem ich jetzt schon einen Redebeitrag hatte, gebe ich vielleicht erst jetzt ab. Ja, also das sehe ich dann schon anders. Der Markt hat eine Aufgabe der Daseinsfürsorge für bestimmte Umstände, die uns alle treffen. So, das ist erstmal der gesamte Bereich der Altersvorsorge, der Gesundheitsvorsorge, ja, das gesamte Gesundheitswesen, würde ich sagen. Und ich würde auch... Dass der Staat das kriegt. Der Staat, klar. Vor allen Dingen auch gerade aktuelles Thema Wohnungsfrage. Wir alle benötigen eine Wohnung. Kann man jetzt die Wohnung, ich nenne das immer ein volkswirtschaftliches Basisgut, ja, wo wirklich keiner darauf verzichten kann. Man kann auf ein Auto verzichten. Ich kann auch hier auf mein Jacket verzichten, muss ich nicht haben. Aber auf eine Wohnung kann kein Mensch verzichten. So, und kann man solche Güter, die Frage stelle ich, kann man solche Güter den Marktgesetzen überlassen? Und da beantworte ich mit ganz klar Nein. Das ist nämlich ein interessanter Punkt, vor allem in Berlin, weil ja hier die Enteignungsfrage im Raum steht. Aber dadurch wird auch kein Wohnraum geschaffen. Nee, da ist meine Antwort aber ganz klar ja, man kann es dem Markt überlassen. Und zwar, weil der Markt ist das effizienteste Instrument, um Kapital zu allozieren. Und zwar in jedem einzelnen Markt. Wenn es anders wäre, dann hätte die Planwirtschaft in Gestalt der Sowjetunion den Kalten Krieg gewonnen. Und die Frage ist doch, wenn das so ist, dass der Markt effizienter ist als die Planwirtschaft und die Bürokratie, warum soll es dann ausgerechnet bei den wichtigsten Gütern anders sein? Müsste man nicht genau umgekehrt darüber nachdenken? Nämlich umso wichtiger ein Gut ist, wie die Wohnung ist eindeutig ein wichtiges Gut, da stimmen wir überein. Aber umso wichtiger ein Gut ist, umso wichtiger ist doch, dass es effizient
und in ausreichender Menge zur Verfügung gestellt wird. Und da sage ich, da versagt der Staat, übrigens auch gerade bei Wohnungen. Und wenn man sich das Wohnungsthema anschaut, also gerade hier die Enteignungsdiskussion in Berlin, da möchte ich denen, die das gerne enteignen möchten, eigentlich sagen, also derjenige, der jetzt in einer Mietwohnung wohnt und sagt, ich möchte, dass es verstaatlicht wird, der muss sich eigentlich nur eine ganz simple Frage beantworten. Will ich, dass die gleichen Leute, die für den Berliner Flughafen zuständig sind, jetzt für meine Wohnung zuständig sein sollen? Das ist natürlich so fast schon ein populistisches Argument, würde ich sagen, ein polemisches Argument. Bisschen Polemik muss sein. Ein bisschen Polemik muss sein, aber es wirft natürlich die Frage in den Raum, kann der Staat das überhaupt besser? Der Staat war ja derjenige, der die ganzen Wohnungen verkauft hat. Vor, glaube ich, 10 Jahren waren es. Da haben sie einen Haufen Wohnungen in Berlin verkauft. Ich habe ja, jetzt mache ich mal Werbung in einer Sache, muss auch mal erlaubt sein. Ich habe ja gerade ein Buch dazu geschrieben, zur Immobilienwirtschaft mit dem Titel Wohnst du noch? So, und ich habe mich wirklich mal jetzt intensiv wissenschaftlich mit der Immobilienwirtschaft in Deutschland beschäftigt, auch mit der Vergangenheit. So, was ist da Erkenntnis? Erkenntnis ist, dass wir nach dem Krieg alles kaputt. Industrieanlagen waren ja meistens gar nicht kaputt, wie viele glauben. Die Wohnungen waren kaputt. So, es musste schnell Wohnraum geschaffen werden. Und es hat nicht der Markt geschaffen, da muss ich vehement widersprechen, das war staatliche Wohnungsbauförderung. Aber es ist eine Sondersituation nach dem Krieg? Deshalb haben wir heute auch so einen hohen Mieteranteil. Etwa die Hälfte der Wohnungen der Menschen wohnt zur Miete. Wenn Sie mal andere Länder nehmen, Spanien, da ist Eigentum. So, warum ist das so? Warum wohnen in Deutschland so viele Menschen zur Miete? Das hing mit der staatlichen Intervention, mit der vernünftigen Wohnungsbauförderung zusammen. Die Wohnungen waren gut, sie wurden gepflegt, sie wurden instand gesetzt zu kleinem Preis, das ist staatlich subventioniert gewesen. Da hatte kein Mieter damals einen Grund, die Wohnungen zu verlassen. Deshalb wohnen heute auch noch so viel zur Miete. Dann kam die Wiedervereinigung hinzu, da war alles, da ist jetzt viel falsch gemacht worden. Man kann keine Mieten erheben, die unter den Kosten liegen. Jedenfalls langfristig geht das nicht, funktioniert das nicht. Da bin ich bei Ihnen. Muss zumindest hier Preise, Mieten setzen, die auch kostendeckend sind. Das hat die DDR falsch gemacht. So, aber da kam dann weiter das Miet, war ja auch nichts an Eigentum. So, und jetzt ist das kumuliert in den letzten Jahren. Das hat ja verschiedene Ursachen. So, die erste Ursache ist hier ganz klar die neoliberale Umverteilung, dass wir ein Prekariat in Deutschland geschaffen haben. Empfehle ich allen nochmal den DEW-Wochenbericht, der vor kurzem rausgekommen ist. Jeder 4. abhängig Beschäftigte arbeitet in Deutschland mittlerweile im Niedriglohnsektor, das heißt, bekommt 2/3 des Medianeinkommens. Da wünsche ich dann allen viel Spaß, unter diesen Bedingungen hier in Deutschland, in diesem Land das Leben fristen zu müssen. Zweitens, wir haben eine Entwicklung, dass wir immer mehr private Haushalte, immer mehr zu Single-Haushalten gehen, die auch natürlich das verknappen dann am Wohnungsmarkt, beziehungsweise die Nachfrage ist dann größer. Und drittens ist die Flüchtlingstragödie dazugekommen. So, das hat in den Ballungsräumen, ist das kumuliert, diese Faktoren sind kumuliert, haben das Angebot verknappt. So, und dann ist das natürlich ökonomisch eine Trivialität, ja, dann steigt natürlich der Preis. Da ist die Wohnung dann wie jedes andere Gut auch. So, und dann können Menschen das nicht mehr zahlen, sie bekommen Ängste, Mieter bekommen Stress, dass sie womöglich morgen ihre Mieten nicht mehr bezahlen müssen. So, und dann kam was Entscheidendes hinzu. Und das ist wiederum völliges Politikversagen. Was Politik sich hier erlaubt hat, auch unter dem neoliberalen Gesichtspunkt, weil man eben alles privatisieren wollte und dazu gehört noch die Wohnung. Die ganzen kommunalen Wohnungen, die wir hatten, das ist ja öffentliches Eigentum gewesen, ist für kleines Geld verscherbelt worden. Aber Sie haben es ja selbst verkauft. Ja, das war der Fehler der Politik und eingesammelt worden von privaten Unternehmen. Wir haben heute 8 börsennotierte Immobilien, Großunternehmen in Deutschland, größtes ist Vonovia, sogar europäische Aktiengesellschaft, Deutsche Wohnen, die über im Berliner Markt ja unterwegs ist, auch eine europäische Aktiengesellschaft. So. Die haben das eingesammelt, das öffentliche Eigentum. Und jetzt kommt Politik und wundert sich, dass die sich verhalten wie Kapitalisten. Wie naiv ist das denn? Die sind ja sogar dazu gezwungen, aufgrund von Aktienrecht und so weiter, für die Shareholder maximale. So macht sich jeder Vorstand haftbar. Oder kann man ihn haftbar machen als Versager auch. So, das ist das Naive. Und diese Faktoren, die sind jetzt alle zusammengekommen. Und ein abschließender Satz noch. Diese Unternehmen, das sind wir wieder auch beim Kapitalmarkt, diese riesen Immobiliengesellschaften firmieren alle als Finanzunternehmen.
So, und deshalb können Sie auch so bilanzieren. Nach internationalen Bilanzierungsstandards, müssen nicht nach HGB, da müssen Sie nur Ihre Einzelabschlüsse machen. Ihre Konzernabschlüsse können Sie nach internationalen Bewertungen. Das wird bewertet zu Marktpreisen. Schauen Sie sich an, wie diese Blasen in diesen Unternehmen existieren. Die Assets können Sie zu Marktpreisen bewerten. Die Wirtschaftsprüfer machen das mit, müssen das auch mitmachen, weil das ist erlaubt. Ja, das ist auch nichts Rechtswidriges, aber damit suggerieren Sie sozusagen den externen potenziellen Käufern von Aktien, sieh mal, was wir hier für einen Vermögensaufbau haben. Ja, dafür brauchen Sie aber steigende Mieten. Irgendwo muss das ja unterfüttert werden. Die Rendite muss dann dem gegenübergestellt werden. So, ja. Und ich habe das untersucht und berechnet auch, wenn Sie das mal rausnehmen, diese Bewertung, diese internationalen Bewertungen, und Sie reduzieren auf handelsrechtliche, also Sie meinen auf die Bausubstanz? Nee, nicht auf die Bausubstanz. Nein, auf die Bewertung nach HGB dürfen. Also nach Einkaufswert. Darf man nur zu Anschaff- und Herstellungskosten bewerten. So, die bewerten zu heute immer. So, dann sind die auch gar nicht mehr rentabel. Dann erzielen diese Unternehmen Renditen vor Steuern von 5–6%. Die kann ich nicht als besonders hoch empfinden, wenn die durchschnittliche Rendite der Deutschen immer noch in Deutschland bei zweistellig ist. So, aber das ist das Problem, das wir haben, dass sie sozusagen diese großen Immobiliengesellschaften, dass sie durch diese Bewertungslogik quasi gezwungen sind, sich so an den Wohnungsmärkten zu verhalten, und das führt dann dazu, dass es Stress, sie müssen modernisieren und so weiter, was übrigens auch aus vielen Gesichtspunkten aus meiner Sicht ökologisch notwendig ist. Ich kann da nichts gegen Negatives sehen, wenn dann ein Wohnungsunternehmen sagt, die Heizung, die ist von anno dazumal, die ist ökologisch mehr als verwerflich, Emissionen und so weiter. Wenn dann ein Vermieter sagt, ich mache da jetzt mal eine vernünftige Heizung rein. Abgewälzt wird. Ja, aber Entschuldigung, aber das muss man auch akzeptieren im gewissen Anteil. Es kann ja nicht sein, dass diese Modernisierung einseitig zu Lasten nur des Anbieters auch geht. Das muss auch dann bezahlt werden über Preise. Das gilt für jedes andere Gut ja auch. Wenn ich ein Auto kaufe, dann frage ich ja auch nicht, was hast du da an Emissionskosten rein? Weil das wird ja der Deutschen Wohnen auch vorgeworfen. Oder das will ich nicht bezahlen. Das ist ja auch eine unsaubere, unseriöse Diskussion. Also den Teil, dem stimme ich zu, dem, was Ihre Analyse vorher, der stimme ich ausdrücklich nicht zu. Und zwar angefangen von dem, was nach dem Krieg passiert ist. Und zwar einfach deswegen, weil man muss ja sehen, man hat zwar dann diese staatlichen Wohnungsbauprogramme gemacht, aber man muss die ja auch irgendwie finanzieren. Wie hat man sie denn finanziert? Man hat sie damals eben nicht mit Verschuldung finanziert, sondern mit Steuern. Das heißt also, das ist eigentlich aus Sicht der Leute linke Tasche, rechte Tasche gewesen. Was der Staat subventioniert, muss er den Leuten auf der anderen Seite irgendwo in Form von Steuern wegnehmen. Und das Ergebnis, haben Sie aber selber sehr zutreffend beschrieben, nämlich, dass die Leute zur Miete wohnen statt im Eigentum. Hätte man dieses Geld den Leuten belassen, ihnen die Steuer nicht weggenommen, dann hätten sie wahrscheinlich in viel größerem Umfang Eigentum gebildet. Und dann wären wir heute nicht in der Situation, dass die Leute eben kein Wohnungseigentum haben, anders als eben in Italien, Frankreich und so weiter. Jetzt haben Sie aber eine Prämisse da eingebaut, sehr geschickt, ja, dass der Mieter auch derjenige ist, der Vermögende ist. Die Prämisse muss ja nicht richtig sein. Im Gegenteil, sie ist hochwahrscheinlich nicht richtig. Und wenn sie nicht richtig ist, dann halte ich dieses öffentliche Fördern ja von auch, sage ich mal, Einkommensschwachen für vernünftig, und nicht jeder kann Eigentum erwerben. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Das stimmt. Also, sag mal, in dem Einzelsegment der sehr einkommensschwachen kann man über soziale Programme sicher sinnvoll diskutieren. Aber in der Breite, und man hat es ja in der Breite gemacht nach dem Krieg, glaube ich, kann man nicht darüber diskutieren. Und zwar einfach deswegen, weil die Rendite, die auf Mieten erzielt wird, auch die Eigenkapitalrendite in aller Regel höher ist als die Eigenkapitalrendite auf Kredite. Und das bedeutet, dass die Leute, die die Miete bezahlen, letzten Endes mit dieser Miete sich besser gestellt hätten, wenn sie stattdessen Eigentum gebildet und es dann abbezahlt hätten. Und das zeigt eigentlich auch die die Vermögensverteilung in Europa, zeigt das eigentlich auch. Sie haben Deutschland als Schlusslicht der Vermögen in Europa. Also Deutschland ist, was das Pro-Kopf-Vermögen angeht. Und wenn man es mal nach einzelnen Einkommensschichten abschichtet, sieht es sogar noch schlimmer aus. Eines der ärmsten Länder in Europa, das glaubt man kaum, aber das Vermögen pro Kopf in Griechenland ist wesentlich höher als in Deutschland. Und in Italien ist es auch höher als in Deutschland. Und das sind nicht Statistiken irgendwie aus irgendwelchen liberalen Ecken, sondern das sind Statistiken der EZB. Und warum ist das so? Weil man dort eben Wohneigentum hat.
Das heißt also, die Vermögenssituation und damit auch die Sicherheit, die die Leute dort haben, ist eine viel höhere. Und zwar ohne, dass sich an den Immobilienmärkten die Blasen gebildet haben, die wir in Deutschland in den letzten paar Jahren gesehen haben. Deswegen zweifle ich an dem Argument, dass diese Wohnungsförderung für Mieten sinnvoll gewesen ist für den Vermögensaufbau und für den langfristigen Wohlstand im Land. Ich glaube, man hätte eher das Eigentum fördern müssen schon damals, statt die Miete zu fördern und dann über staatliche Wohnbaugesellschaften das zu machen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, es ist natürlich nicht so, dass diese aufsteigenden Blasenbewertungen diese großen Wohnungskonzerne sozusagen zwingen oder in die Lage versetzen würden, ihre Mieten durchzusetzen, sondern sie setzen die Mieten durch, die sie aufgrund von Angebot und Nachfrage am Markt durchsetzen können. Und da gibt es von den Punkten, die Sie aufgezählt haben, einen 800-Pfund-Gorilla, der da am Tisch sitzt und für den ist die Politik und die Politik allein verantwortlich. Und das ist, Sie haben es die Flüchtlingstragödie genannt, ich nenne es eigentlich eher die Migrationskrise. Und zwar, wenn man in einem Land ungefähr 1 Million freie Wohnungen hat, das ist sozusagen der Bestand, den man braucht, damit ständig sozusagen Fluktuation stattfinden kann. Und man holt über 1 Million Menschen ins Land rein, was auch immer der politische und moralische oder sonstige Anspruch dahinter gewesen sein mag. Aber wenn man das tut und absorbiert auf dem Wege die gesamte freie Wohnungsfläche, dann führt es dazu, dass es eben zu Friktionen kommen muss. Ja, das heißt also, wir haben ja nicht im Prinzip dieses jetzt 1 oder 1,5 oder 2% der Wohnungen an Migranten vergeben, sondern wir haben im Grunde genommen 90% der freien Wohnungen an Migranten vergeben. Das heißt, wir haben den Wohnungsbestand, der quasi im Markt für eine gewisse Liquidität sorgt, komplett rausgenommen mit dieser Politik. Und damit haben wir eine Ineffizienz geschaffen durch einen staatlichen Eingriff, der dann sehr schnell zu dieser Mietenexplosion geführt hat. Das heißt, was diese Wohnungsunternehmen tun ist, Sie stehen vor dieser Knappheit und sie stehen vor der Opportunität, die eine betriebswirtschaftliche Opportunität ist, und erhöhen dann die Mieten. Und das macht marktwirtschaftlich auch Sinn. Warum macht es marktwirtschaftlich Sinn? Weil die Mieten natürlich der Preis für dieses Gut sind. Und dieses Preissignal bedeutet im Markt, Wohnungsbauen lohnt sich. Wenn ich das also künstlich nach unten drücke durch Mietpreisbremse oder sonst was, dann mindere ich dieses Preissignal. Natürlich kann ich sagen, das hat einen sozialen Grund, das zu tun, aber ich mindere trotzdem das Preissignal. Und wer glaubt, mit einer künstlichen Preissenkung das Knappheitsproblem lösen zu können, der hat irgendwie von Wirtschaft, glaube ich, noch nicht ganz den Mechanismus von Angebot und Nachfrage verstanden. Und das hat unsere Politik nicht. Sie glaubt immer mit solchen, wie soll ich sagen, kurzfristigen Eingriffen, die zum Teil die Natur von Populismus haben, und ich glaube auch, dass dieses Enteignungsthema ein rein populistisches ist, ein Problem lösen zu können, das sie damit aber nicht löst, sondern nur in die Zukunft verschiebt und den Leuten eine Beruhigungstablette dafür gibt. Wenn man an dem Thema was ändern will, dann muss man an die Ursachen gehen. Und wenn man es nicht marktwirtschaftlich lösen kann, weil man es vielleicht oder nicht marktwirtschaftlich lösen will, dann ist man immer noch nicht davon entbunden, an die Ursachen zu gehen und sich Gedanken darüber zu machen. Und da ist all das planwirtschaftliche Instrumentarium, was ich bisher gesehen und gehört habe aus dieser Regierung, für die Katz. Ob es jetzt Mietpreisbremse ist oder ob es Enteignung ist oder ob es sonst irgendwelche anderen Maßnahmen sind, die letzten Endes enteignungsgleiche Eingriffe sind. Man wird diesen Markt nicht dadurch reparieren, dass man quasi enteignungsgleiche Eingriffe macht, sondern man wird die Knappheit verschärfen. Denken Sie denn, so eine Regel wie zum Beispiel 20% oder 10% eines Neubaus sollten mit WBS-Schein, so heißt es, glaube ich, Wohnungsberechtigungsschein gehen, oder an sozial Schwache oder einem bestimmten geringeren Einkommen? Denken Sie, dass so eine Regel vielleicht sinnvoll wäre? Ich halte davon ehrlich gesagt nichts. Weil es werden ja nur Luxuswohnungen in Berlin gebaut. Ich glaube, der Punkt ist, wenn man umverteilen will, es kann politische Gründe dafür geben. Ja? Wenngleich ich den meisten wahrscheinlich als Liberaler nicht zustimmen würde. Aber es kann politische Gründe für eine Umverteilung geben. Vor allen Dingen dann, wenn es politische Fehlentscheidungen waren, die diese Bundesregierung gemacht hat, die erstmal zu einer Umverteilung in die andere Richtung geführt haben. Ja? Und wenn man das dann korrigieren will, dann kann man das umverteilen, aber dann ist es eine Aufgabe aller Bürger. Das heißt, dann muss man es mit Steuermitteln finanzieren. Man kann nicht eine Gruppe, nämlich die Wohnungseigentümer, heranziehen, um eine Umverteilungsgeschichte zugunsten einer anderen Gruppe zu machen. Denn sonst endet man in einem Krieg der Partikularinteressen, in der Lauteste sich durchsetzt und nicht der es am nötigsten hat. Das ist ja in unserer Politik sowieso eine große Krankheit. Und das ist übrigens auch eine generelle Krankheit der Staatsintervention, dass der Lauteste sich durchsetzt und nicht der es am nötigsten hat. Weil die Lobby natürlich, wenn sie Geld zur Verfügung hat, immer lauter ist, als wenn sie kein Geld zur Verfügung hat.
Und insofern halte ich von solchen Maßnahmen nichts. Ich halte aber durchaus was davon zu sagen, okay, diejenigen, die am stärksten davon betroffen sind, das sind junge Familien, das sind alleinstehende Mütter, dass man denen entsprechend unter die Arme greift. Also was genau? Indem man entsprechend ihnen Hilfen gibt. Wohngeld beispielsweise kann man aufstocken. Also wenn man umverteilen will, dann sollte es eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe sein. Aber ich will dir jetzt nicht das Wort reden, das fällt mir als Liberaler schwer, aber wenn man vorher zu deren Ungunsten umverteilt hat und es korrigieren will, dann ist es nicht eine Aufgabe, die eine einzelne Gruppe zu tragen hat, also beispielsweise die Wohnungseigentümer oder die Wohnungsunternehmen, sondern dann ist es eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Aber wenn ich subventioniere, mache ich ja wieder eine falsche Umverteilung. Wenn ich subventioniere, also durch Mietzuschüsse, also eine Objektförderung mache, indem ich Abschreibungssätze zum Beispiel verbessere oder indem ich Wohngeld zahle, das landet ja immer beim Vermieter. Moment, Sie meinen dann das landet ja beim Vermieter. So, davon halte ich überhaupt nichts, sondern der Staat muss hier selbst als Bauherr auftreten. So, was der Palmer zum Beispiel, der Oberbürgermeister, den muss man ja nicht unbedingt mögen, bei den Grünen da macht. Er ist in seiner eigenen Partei auch, wenn ich das mitbekommen habe, nicht besonders beliebt, jedenfalls bei vielen. Aber der hat jetzt die ersten 20 Mahnbescheide losgeschickt an Eigentümer, die Grund und Boden haben in Tübingen, aber das seit Jahren liegen lassen und nicht bebauen. Jetzt haben Sie ihm 2 Jahre Zeit gegeben. 2 Jahre gibt er denen jetzt Zeit. So, aber ich würde das noch weitergehen. Das ist nicht nur Grund und Boden. Ich kenne viele verrottete Häuser und Wohnungen, wo die Eigentümer das einfach vergammeln lassen. So, da sage ich, wir haben in der Verfassung stehen, Artikel 14 Absatz 2, der Eigentümer hat auch eine soziale Verantwortung. Wie kann man das zulassen, dass gerade ganze Straßenzüge vergammeln oder auch nur einzelne Häuser? Auch die würde ich dort sagen, du hast eine Adaptionszeit von 2 Jahren, bring deine Immobilie da in Ordnung, damit da Menschen einziehen können, sonst werden wir dir das wegnehmen. Finden Sie das fair? Das ist Politikversagen. Das halte ich auch für falsch. Das ist Politikversagen. So, und auf der anderen Seite muss der Staat jetzt selbst als Bauherr, das hat er ja mal gemacht, er ist der Eigentümer. Ich vergleiche das mit der Stadt Wien, ja, die das nach dem Kriege bewusst gemacht hat. Die Stadt Wien, die Wohnungen sind zu 80% in Staatsbesitz, gehören der Kommune, der Stadt. So, da gibt es keine Probleme. Da haben wir auch Multikulti in Wien, übrigens eine sehr schöne Stadt, bin da immer sehr gerne. So, aber die kennen diese Problematik überhaupt nicht. Die haben auch Flüchtlinge aufnehmen müssen und so weiter. Aber da ist das staatlich reguliert. Das ist für mich ein Beispiel, wenn der Staat sozusagen vernünftig in die Märkte interveniert, dann ist das auch eine wunderbare Allokation und dann hilft das den Menschen auch. Wir brauchen hier eine vernünftige Steuerung, aber da bin ich auch bei Ihnen. Das ist trotzdem Politikversagen. Und jetzt kommt die Begründung, weil Politik heute insgesamt einem neoliberalen Wahn unterlegen ist, alles dem Markt zu überlassen. Der Staat ist was ganz Böses. Der Staat ist der Kostgänger der privaten Wirtschaft. Das wäre so. Nein, das ist ja so denken ja Politiker. Und ich mache viele Debatten und viele Gespräche, kenne viele Politiker in allen Parteien. So, und ich habe immer mehr festgestellt, war am Wochenende noch wieder auf einer größeren Tagung in Hamburg, da ist mir das auch noch mal bewusst worden, das ist tief in den Gehirnen der politischen Klasse in Deutschland, nicht nur in Deutschland, eingebrannt. Der Staat muss zurückgedrängt werden, lass es laissez-faire, lass es dem Markt machen, der Markt kann es besser. Vieles kann der Markt besser. Also meine Erfahrung ist genau umgekehrt. Vieles kann der Markt besser, da bin ich bei Ihnen. Aber vieles kann er eben auch nicht. Und da muss einfach der Staat Planken einziehen, sonst funktioniert das nicht. Herr Bonto, eine Frage an Sie, weil Sie auch gerade eben erzählt haben, dass Sie in der deutschen Politik hat sich eben dieser neoliberale Geist, wie Sie sagen, breit gemacht, dass es einen schlanken Staat geben muss, dass Hauptsache wenig Staat. Meine Beobachtung, wenn ich darf, ist ja eher das Gegenteil. Also ich finde, wir haben mehr Gesetze, also wir haben mehr Eingriffe durch den Staat. Ob es jetzt durch eine Mietpreisbremse ist, von mir aus ein kleines Gesetz, zumindest hier in Berlin, oder das gute Kita-Gesetz oder der Hartz-IV-Satz wird um 2% hochgeschraubt oder was sonstige Hilfen es gibt. Ich habe eher das Gefühl, es gibt mehr staatliche Eingriffe. Und auch wenn man beobachtet, wie groß die Abgabenlast in Deutschland ist, habe ich nicht das Gefühl, dass sich der Staat zurückzieht. Also wir haben mitunter, ich glaube in Europa, die zweithöchste Abgabenlast.
Und ich sehe nicht, wie sich der Staat da zurückzieht. Also ganz im Gegenteil sogar. Also wahrscheinlich haben wir sogar die höchste Abgabenlast, wenn man die eingesparten Zinsen noch mit dazu rechnet, die eigentlich auch eine Steuer im versteckten Sinne sind. Also, aber wie kann man dann von einem schlanken Staat sprechen? Der ist ja nicht schlank, wenn er die größten Einnahmen hat. Nein. Also das ist alles, sage ich mal, so ein bisschen Ablenkung von diesen, ja, und hier noch ein kleines Gesetz und gleich. Man muss ja fragen, wie durchschlagend ist das? Verändert das wirklich kausal was? Ursache, Wirkung? Das kostet Geld so oder so. Und das tut es alles nicht. Viele Menschen empfinden das geradezu als eine Behinderung durch den Staat. Ja, das ist auch, wenn ich angehalten werde, nachts um 3 Uhr, wenn ich auf dem Weg von der Arbeit komme, von der Polizei, dann findet das jeder Bürger als völlig daneben und der Staat und der Missgeber. Nein. Die entscheidende Problematik ist, dass wir an den Grundfesseln sozusagen, an den Säulen da nicht was verändern. So, und dann passiert da auch nichts. Dann haben wir auch nur leider diese Befunde, wie wir sie nach wie vor haben. So, wir haben die Arbeitsmärkte liberalisiert, wir haben die Kapitalmärkte liberalisiert, wir haben übrigens die Güter- und Dienstleistungsmärkte nicht liberalisiert. Hier kann Kapital nach wie vor schalten und walten. Schauen Sie sich die Konzentrationsprozesse an. Da hatten wir gerade mal wieder eine wunderbare Diskussion, übrigens auch von einem Politiker losgetreten, von der SPD. Kennen wir alle, den Finanzminister, der dahinter steckte, die beiden Banken, die Notleinen zusammenzuschieben. Da wundere ich mich immer wieder, wie kurz das Gedächtnis aus vom Menschen ist. Ich kann mich noch erinnern, too big to fail, die Debatte, nie wieder darf das passieren und jetzt will man das wieder machen. So, nein. Ist ja nicht aber mehr aktuell. Verstehen Sie, was also ich damit sagen will? Das eigentlich Entscheidende, da versagt der Staat und dann macht er hier klein, völlig unbedeutende Dinge an Gesetze, die der Mensch dann aber persönlich in seinem Alltag als eine überbordende staatliche Intervention sieht und dann ist der Staat was ganz Böses und dann zu Ihrem zweiten Punkt Abgabenlast. Also die Abgabenlast, da haben wir auch gerade wieder eine Debatte, wenn Söder da fordert, nochmal jetzt die Unternehmenssteuern zu senken, massiv, hat am Wochenende gemacht. Nein, wir haben zu niedrige Steuern. Für Vermögende vermutlich, gehe ich davon aus. Hoffentlich sprechen Sie von Vermögenden. Nein, ich will es begründen. Wir müssen unterscheiden zwischen nominaler Steuergesetzgebung und wirklich tatsächlich realer Steuerzahlung. Da haben wir ja gerade die Studie von der Universität Prag bekommen. Wir haben in Deutschland zum Beispiel eine Unternehmensbesteuerung, wenn Sie die Körperschaftssteuer nehmen und die Gewerbesteuer, die oben drauf kommt, Körperschaftssteuersatz 15% und Gewerbesteuer, dann kommt etwa noch 15% drauf, dann liegen wir etwa bei 30%. Das ist eine nominale Steuer, die wird doch gar nicht gezahlt. Die Universität Prag hat gerade in einer großen Studie festgestellt, die wirkliche Steuerlast liegt bei 15%. So, und das gilt für alle anderen Länder auch. So, wir empfinden das nur so, klar, und die abhängig Beschäftigten, die sagen natürlich, wir haben hier in Deutschland natürlich zwei Abgabenquoten auch zu unterscheiden, die Steuer und natürlich die Sozialversicherungssysteme. Ja, so. Und die indirekten Steuern kommen noch oben drauf. Ja, die indirekten Steuern kommen oben drauf. Übrigens, da hat man auch alles falsch gemacht. Mehrwertsteuererhöhung, die hätte ich nie so gemacht, weil die indirekte Steuer ist natürlich immer die ungerechteste Steuer, weil sie regressiv wirkt auf diejenigen, die natürlich eine hohe Konsumquote haben, ein niedriges Einkommen haben, keine Sparquote haben. Die zahlen natürlich relativ mehr, das weiß man auch im ersten Semester. Wenn man Wirtschaft studiert. Stimme ich zu. Ja, da haben Sie vollkommen recht. Aber dass wir jetzt zu hohe Steuern haben, das kann ich nicht entdecken. Wir haben, und der Punkt wird ja immer argumentiert, auch vor allen Dingen von rechten und liberalen Politikern. Wir haben ja Steuereinnahmen gehabt, überbordende Steuereinnahmen. Ja, die resultierten aber nicht aus den Steuersätzen, sondern ganz einfach aus einer relativ guten, moderaten Wachstumsrate, die wir haben. Dem widerspreche ich jetzt ausdrücklich. Und dann steigen natürlich die Steuereinnahmen. Nur haben wir nichts Vernünftiges mit gemacht. Das Bevor Sie jetzt, also ich habe jetzt einen gewissen Nachholbedarf. Ja, Sie haben Nachholbedarf. Aber eine Frage, weil es eine neoliberale These ist. Sind Steuern Diebstahl? Ja, oft.
Jetzt dürfen Sie. Das war da wollte ich eine kurze Antwort drauf, aber also Sie können fangen wir an bei Ihrer Wahrnehmung der Politik. Das ist interessant, weil ich habe genau die umgekehrte Wahrnehmung der Politik. Die Politik redet zwar von Marktwirtschaft, also vielleicht ist das, was Sie wahrnehmen, dass Sie das als sei das in Ihrem Gehirn fest verdrahtet. Wenn Sie unseren Wirtschaftsminister Altmaier hören, dann glauben Sie, Ludwig Erhard ist wiedergeboren. Und was macht er? Planwirtschaftliche Industriepolitik zugunsten von Konzernen und zulasten des Mittelstands. Das ist für mich die schlechteste Staatsintervention überhaupt, die man sich denken kann. Ja? Wenn Erhard noch leben würde, hätte er ihn dafür wahrscheinlich verbal und nicht nur verbal abgewatscht. Ja? Also die marktwirtschaftliche, nennen Sie es marktwirtschaftlich, nennen Sie es liberal oder wie auch immer, Glaubwürdigkeit dieser politischen Klasse, die ist bei mir überhaupt nicht vorhanden. Die reden so und handeln anders. Die drehen sich um, nachdem sie der Marktwirtschaft das Wort geredet haben und erfinden irgendeinen neuen planwirtschaftlichen Unsinn. Marktwirtschaft war von Anfang an ein Mythos. Also jedenfalls in dieser Regierung kann man das so unterschreiben. Das ist Titel meiner Festschrift, die man mir gegeben und geschenkt hat, Mythos Marktwirtschaft. Das ist die Wahrnehmung der Politik. Dann haben wir das Thema Steuerlast. Es ist natürlich so ganz objektiv, ist unsere Steuerlast die zweithöchste in Europa und sie ist auch stärker gestiegen als das Einkommen. Also die Staatseinnahmen haben sich deutlich stärker erhöht als das Bruttosozialprodukt. Das heißt, irgendwo muss es ja herkommen. Das heißt, es hat ja eine Umverteilung, wenn Sie wollen, zugunsten des Staates gegeben. Die Staatsquote ist an der Stelle gestiegen, ohne dass man dem irgendwie entgegengewirkt hätte. Und deswegen halte ich auch, wahrscheinlich bin ich da sogar bei Ihnen, diese schwarze Null, die da produziert worden ist, für eine reine Chimäre. Diese schwarze Null existiert in Wahrheit gar nicht, weil sie nur durch Steuererhöhungen oder durch Zinseinsparungen zustande gekommen ist. Und man hat, und das halte ich jetzt für einen der gröbsten Fehler, die staatlichen Ausgaben massiv umgesteuert von den Investitionen in den Konsum. Und wenn man das macht, darf man sich natürlich über den Verfall der Infrastruktur nicht wundern. Wenn wir also ein Investitionsprogramm des Staates wollen und wenn wir wollen, dass das nicht über einen massiven Crowding-out-Effekt, also zulasten der privaten Investitionen geht, dann kann es nur so sein, dass der Staat seinen Konsum zurückfahren muss. Zumal dieser Konsum auch zum großen Teil so angelegt ist, dass er langfristig extrem negative Folgen zeitigt, gerade auch in dem Thema Sozialabgaben. Ich bin dann jetzt nicht bei den Gesundheitsausgaben, sondern ich bin bei den Rentenausgaben. Wenn Sie sich heute die Konstruktion unseres Rentensystems anschauen, steckt in diesem Rentensystem eine Annahme drin, die Adenauer mal mit einem Satz zusammengefasst hat, nämlich Kinder kriegen die Leute immer. Das ist aber nicht der Fall. Und das ist deswegen nicht der Fall, weil das Rentensystem ein massives Umverteilungssystem der Kinderreichen zu den Kinderlosen und Kinderarmen ist. Und das ist auch der tiefere Grund für den ökonomischen Anreiz, dass die Leute keine Kinder mehr kriegen. Aber dieses Rentensystem hängt davon ab, dass sie wenigstens 2,1 Kinder bekommen, um stabil zu sein. Alles andere macht dieses Rentensystem zu einem Ponzi-Schema oder zu einem Pyramidenschema, das irgendwann zusammenbrechen muss. Und dann wird der Letzte, der die rote Flagge noch hält, dastehen und nichts mehr davon haben. Und wenn wir diese Art der konsumtiven Verwendung der Staatseinnahmen in der Weise weiter betreiben, dann müssen wir uns nicht wundern, dass wir immer diese Ungleichgewichte akkumulieren. Und dieses eine ist beispielsweise eines der ganz großen Ungleichgewichte, die auch kein Mensch problematisiert. Da wird zwar immer darüber geredet, man müsste mal darüber nachdenken, dass wir ein demografisches Problem haben, aber dass der Staat der Hauptverursacher dieses demografischen Problems ist und es noch dadurch verschärft, dass junge Familien sich kein Wohneigentum mehr leisten können über die Geldpolitik und dadurch die eigenen Grundlagen untergräbt, indem er marktfremd hier eingreift. Ja, das halte ich für eine ganz schwierige Kiste. Und deswegen glaube ich, wenn man die Staatsausgaben sinnvoller einsetzen will, dann muss man an solchen adversen Selektionsprozessen, wenn man so will, oder adversen Anreizeffekten, muss man erstens arbeiten, und zwar nicht irgendwie kosmetisch, sondern richtig radikal. Und zweitens muss man sich darüber Gedanken machen, wie man die Staatsausgaben ins Investive umsteuert, wenn man sie schon irgendwie sinnvoll einsetzen möchte. Und das Ergebnis, und da bin ich jetzt wieder bei Ihnen, der Staat verzettelt sich in 1000 Kleinkram. Warum verzettelt er sich in 1000 Kleinkram? Weil er die 2, 3 wirklichen Aufgaben, für die er eigentlich zuständig ist, für langweilig hält. Und nicht mehr macht deswegen. Die eigentlichen Aufgaben, die der Staat nämlich hat, zum Beispiel die Rahmenbedingungen für funktionierende Märkte setzen. Also kein Liberaler wird Ihnen sagen, dass Märkte einfach nur im luftleeren Raum entstehen. Es gibt zwar natürlich, Hayek hat es ja schön beschrieben, immer auch die spontane Ordnung, aber auch die spontane Ordnung ist eine Ordnung, die letzten Endes sich in staatsähnlichen Strukturen mündet. Ja? Also die Frage, was die Kernaufgaben des Staates sind, die Rahmenbedingungen für funktionierende Märkte schaffen, innere und äußere Sicherheit gewährleisten, Recht setzen und Recht sprechen, die Gewaltenteilung sicherstellen. Und an diesen Stellen hapert es gewaltig.
Und dadurch, dass der Staat diese eigentlichen Kernaufgaben offensichtlich als langweilig empfindet oder die politische Klasse sie als langweilig empfindet und die Politiker alle nach einer Karriere streben, wo sie für irgendetwas stehen, verzetteln sich in diesem ganzen Kleinkram. Und meistens ist der konsumtiv und hat mit einer sinnvollen Steuerung von Ressourcen erheblich wenig zu tun. Das war jetzt Adam Smith 1776. Aber darf ich noch eine Zwischenfrage? Sie können gleich Rebuttal geben. Jetzt fällt mir das englische Wort ein. Nur ganz kurz, weil Sie das demografische Problem angesprochen haben. Wären Sie denn für einen staatlichen Eingriff im Endeffekt, für eine stimulierende Familienpolitik? Es würde doch schon reichen, wenn man nicht denjenigen, die Kinder haben, also wenn man damit aufhört, zu sagen, dass diejenigen, die keine Kinder haben, sich von anderen Leuten Kinder die Rente bezahlen lassen müssen. Das wäre schon mal ein Fortschritt. Okay. Wollte ich nur mal fragen, ob Sie da... Gegenrede, ich sage, das, was konsumtiv im staatlichen Sektor heute angekommen ist, das kann man ja verurteilen, ist Folge sozusagen des neoliberalen Wahns, alles vorher den Marktgesetzen überlassen zu wollen. Jetzt muss es repariert werden, es fällt uns quasi vor die Füße. Das ist unser eigentliches Problem. Zweite Bemerkung, wir brauchen jetzt massiv eine Abschöpfung der Überschussliquidität. Wir haben die Situation, dass die gesamtwirtschaftliche Ersparnis größer ist als die der getätigten Investitionen. Das gilt nicht nur für den staatlichen Sektor, es gilt auch für den privaten Sektor. Die Unternehmen selbst haben Überschussliquidität, nachdem sie investiert haben, nachdem sie ihre Gewinne ausgeschüttet haben, was alles dann in den privaten Haushalten ankommt. Nachdem sie alles getätigt, halten sie noch Überschussliquidität, die sie nicht anlegen. Das muss der Staat abschöpfen durch eine adäquate Steuerpolitik und muss es in den Wirtschaftskreislauf wieder zurückbringen. Nur, das impliziert natürlich höhere Steuern, die will dann keiner. Und ich wundere mich immer auch über den deutschen Michel, der ist überhaupt nicht selbst betroffen und ist dagegen. Ja, das macht mich im Grunde genommen... Von welchen? Sie reden jetzt von der Vermögenssteuer, oder? Nein, nehmen wir mal Erbschaftssteuer. Wenn da Linke fordern, mache ich ja auch höhere Erbschaftssteuern. Wenn ich da fordere die Wiedereinführung der Vermögenssteuer, dann geht der deutsche Michel, der überhaupt nicht davon betroffen ist, weil der gar nichts zu vererben hat, und er hat gar kein Vermögen, das man ihm wegnehmen wollte durch höher. Der geht auf die Barrikaden, dass derjenige, der wirklich Vermögen hat, den es trifft, dass der da partikular aus seinen Interessen da was gegen kann, verstehen. Das ist Verdummung. Jetzt habe ich aber mal eine Frage. Nee, das ist wirklich Verdummung, dass Menschen offensichtlich heute so verdummt sind ökonomisch, obwohl sie die würden ja profitieren, die gehen dagegen auf die Barrikaden und sagen, um Gottes Willen, was macht denn da der Staat? Der will ja die Erbschaftssteuern erhöhen. Dabei hat er überhaupt nichts, was er zu vererben hat. Das verstehe ich nicht. Also das ist für mich völlig irrational. Wo haben Sie denn den deutschen Michel schon mal auf den Barrikaden gesehen seit 1848? Ja, zumindest verbal. Naja, also ich wünschte ja, es wäre so, dass der deutsche Michel, wie soll ich sagen, seine Interessen wahrnimmt und auf die Barrikaden geht. Ja, aber ich habe einfach es noch nicht gesehen. Also den müssen Sie mir noch zeigen. Aber zumindest ist das die Wahrnehmung. Und es steht in den Zeitungen, das wird ja auch wahrgenommen. Aber veröffentlichte Meinung ist ja nicht immer öffentliche Meinung. Ja, aber gut, aber ich höre das ja auch im Bekanntenkreis, wo dann Menschen genauso argumentieren. Ich sage denen auch, Mensch, lieber Freund, du hast doch gar nichts. Ja, warum regst du dich denn darüber auf, wenn ich fordere das ja, ich diskutiere ja auch viel privat, ich fordere höhere Erbschaftssteuersätze. So, dann sagen die mir, wie kannst du denn sowas fordern? So, das ist keine Ausnahme. Also das ist schon... Die Kernidee war ja zu sagen, sie schöpfen Überschussliquidität ab, wo auch immer sie entsteht, und steuern es dann über den Staat wieder in den Wirtschaftskreislauf zurück. Das unterstellt aber, dass der Staat besser weiß, was mit diesem Geld zu geschehen hat, als der Private. Ja, die Privaten wüssten es ja auch nicht, sonst würden sie es ja zurückgeben. Die Privaten wüssten es ganz wunderbar, wo sie mit ihrem Geld hingehen sollen, wenn nicht durch die Geldpolitik die Kapital- und Anlagemärkte komplett verzerrt und in ein System aufsteigender Blasen verwandelt worden wären. Denn diese Politik, die das Zinssignal als wichtigstes Preissignal aus der Volkswirtschaft entfernt, führt dazu, dass alle Preismechanismen und alle Knappheitssignale, die Preismechanismen, die die Marktwirtschaft normalerweise zur Verfügung stellen kann, verzerrt werden. Das heißt, es findet keine effiziente Allokation der Kapitalressourcen mehr statt. Und der Staat, der kann es noch viel weniger, denn der steht vor dem gleichen Problem wie der Bürger, aber er weiß auch nicht besser, welche Investitionen denn eigentlich die effizienten und richtigen sind. Aber wir haben doch, glaube ich, Konsens, dass die Notenbanken als Folge der schlimmen Krise 2008, da können wir uns ja über die Ursache sicherlich wohl möglich auch streiten, aber die Folge, die Wirkung,
dass das notwendig war. Das heißt, die Notenbanken sind ja gezwungen worden, das Preissignal auf Null zu stellen. Draghi hat es in London gesagt, und wenn ihr nicht aufhört, weiter gegen den Euro zu spekulieren, ich sage euch, die Notenbank wird dafür sorgen, dass ihr am Ende, ihr Spekulanten, nicht gewinnen werdet. Also erstens, so, dann mal Ruhe, einigermaßen Ruhe. Erstens sind wir da nicht einer Meinung. Okay. Und zweitens glaube ich, dass Draghi diesen Satz in dem großen Irrtum ausgesprochen hat, dass er tatsächlich über unbegrenzte Feuerkraft verfügt. Die hat er nämlich nicht. Jeder, der wissen will, ob die Feuerkraft einer Zentralbank unbegrenzt ist, der kann nach Venezuela oder Zimbabwe fahren und sich das da mal anschauen. Die haben auch geglaubt, die haben auch geglaubt, sie hätten unbegrenzte Feuerkraft. Aber es ist auch eine andere Situation. Im Moment ist es noch eine andere Situation. Aber ob die EZB feuert oder die Notenbank von Argentinien oder Venezuela, ich glaube, da liegen aber noch Welten zwischen. Im Moment ist es noch so. Aber ich glaube, dass wir da demnächst ein übles Erwachen haben werden. Und zwar deswegen, weil wir unser Bankensystem mit diesem Dauerfeuer ruiniert haben. Und zwar so gründlich, dass es uns sehr gründlich um die Ohren fliegen wird. Und wenn uns dieses Bankensystem um die Ohren fliegen wird, dann werden wir wahrscheinlich gar nicht mehr über Liberalismus oder Keynesianismus zu diskutieren haben. Dann haben wir nämlich andere Probleme in diesem Land. Ich sehe auch die Problematik. Und die Frage, weil Sie sie gestellt haben, bin ich der Meinung, dass 2008 die richtige Geldpolitik gemacht worden ist, so mal notwithstanding und unberücksichtigt der Tatsache, was jetzt die Ursache war, ob das jetzt ein Marktversagen oder ein Staatsversagen oder ein Interventionsversagen war. 2008 war sicher die Notwendigkeit einer lockeren Geldpolitik gegeben, denn sonst wäre uns das System depressiv um die Ohren geflogen. Aber 2010 war das nicht mehr der Fall. Die Politik ab 2010 hat nämlich nicht mehr die Krise von 2008 akkommodiert, sondern die Dysfunktionalität des Währungsraums Euro. Darf ich hier einhaken? Wir sind ja über ganz viele Umwege zu diesem Thema gekommen. Steuern war ein Thema. Wir haben über Steuern gesprochen. Eine weitere neoliberale These ist, das Erbe wurde bereits zuvor besteuert und deswegen soll die Erbschaftssteuer nicht erhöht werden. Würden Sie dem zustimmen? Ja. Ich will mir das immer nur bestätigen lassen, ob das ich stimme auch wirklich dem deswegen stimmt. zu, Und sind Sie, noch ganz kurz, zum Thema Vermögenssteuer, ist ja auch immer ein linkes Argument, die gab es auch mal, die gibt es zum Beispiel auch in der Schweiz. Ja, also in der Schweiz haben Sie aber natürlich auch eine sehr viel niedrigere Einkommenssteuer. Man kann sehr wohl darüber diskutieren, auch nach dem Leistungsfähigkeitsprinzip, ob es eine Vermögenssteuer geben soll. Man kann auch über eine progressive Einkommenssteuer diskutieren, aber man kann nicht darüber diskutieren, quasi über 50% des Einkommens wegzusteuern und dann nochmal eine Vermögenssteuer obendrauf zu setzen. Da kann ich nur vor zu viel Gier des Staatssäckels warnen. Also wenn man über eine Vermögenssteuer nachdenkt im Sinne von Leistungsfähigkeit, dann muss man an der Einkommenssteuer aber auch nachdenken im Sinne von Leistungsfähigkeit. Man kann nicht beides haben. Man kann nicht die Kuh melken und erschießen, um das Steak zu haben. Beides geht nicht. Der Staat muss an der Quelle, da wo neues Einkommen entsteht, besteuern. Wenn er das nicht machen würde, dann hätten wir nicht mal einen Suppenküchenstaat. So, es gibt eine Umsatzsteuer, die haben wir differenziert, weil sie die Lebensmittel ja auch trifft, zumindest mit 7 und 19%. Das hat ja auch einen Hintergrund. Aber das ist ja auch schon mal versteuert. Jetzt, wenn der arme Mensch oder der Kleine abhängig beschäftigt mit seinem kleinen Einkommen, der kann ja auch nur netto, was er schon mal versteuert hat, seine Milch dafür kaufen für seine Kinder. Das ist doch völlig klar. Das geht doch überhaupt nicht. Ja, aber eine Sünde kann die andere nicht rechtfertigen. Nein, das hat mit Sünde nichts zu tun. Die regressive Wirkung ist im Grunde genommen eine Sünde wider den Geist der Marktwirtschaft. Weil man Folgendes gemacht hat. Man hat die direkten Steuern, vor allem die Unternehmenssteuer, runtergefahren. Erinnere ich nochmal, als Helmut Kohl an die Macht kam, 1982, da war der Spitzensteuersatz bei 56 €. Heute sind wir bei 42 plus 3 Prozentpunkte Reichensteuer. Wir hatten eine Körperschaftssteuer, die lag, gut, das war thesauriert oder ausgeschüttet, aber irgendwo um die 45%. Da sind wir heute bei 15% angekommen. So, das ist das, was ich moniere. Das ist das, was nicht geht. So, und nochmal, das, was nominal da sozusagen aufgeschrieben ist an Steuern, das zahlt doch überhaupt keiner. Sie haben gerade auch nochmal wieder gesagt, 50% Steuern, die zahlt doch keiner. Ja, inklusive Solidaritätsabgabe natürlich. Das ist aber nur nominal, das gilt nur für den Spitzen- und Grenzsteuersatz. Wir zahlen den Grenzsteuersatz, das wissen wir beide doch, es soll mir fair sein.
den zahlen wir nur auf den letzten zusätzlichen Euro Einkommen. Das ist doch nicht das, was wir da wirklich auf unser an Steuern bezahlen. Naja, Sie zahlen natürlich auch als kleiner, abhängig Beschäftigter Steuersätze und Abgabensätze, weil Sie die Reichen und Vermögenden die Sozialabgaben wirken natürlich viel stärker in den kleinen und unteren Einkommen. Aber nochmal, wir haben Vermögende zahlen ja gar keine Steuern auf ihre... Die prahlen ja noch damit, weil wir es nicht schaffen. Das ist wieder dann Politikversagen, da bin ich bei Ihnen, oder Staatsversagen. Wir schaffen es nicht, die unsäglichen Steueroasen nicht mal in Europa zu schließen. Wobei das ist als Neoliberale geht es ja um Steuerwettbewerb. Die Steuerkriminellen, die unterwegs sind, das ist doch das Elend, das wir haben. Die zahlen doch gar keine Steuern. Die Kleinen, die zahlen wirklich die Steuern, weil sie an der Quelle besteuert werden, als abhängiger Beschäftigter. Sie und wir haben doch gar keine Möglichkeiten. Deswegen habe ich auch gefragt, wir dürfen aber beide nicht miteinander vermischen. Also eine Sache ist Steueroasen und eine andere Sache sind Steuerkriminelle. Der Steuerkriminalität das Wort zu reden, das wird hier am Tisch keine passieren. Also Steuerhinterziehung ist zu Recht ein Straftatbestand und wird verfolgt. Ja, was soll mit dem ist das kein Steuerkrimineller? Ja, natürlich. Er wird ja auch zu Recht verfolgt. Also Steuerkriminalität, Steuerhinterziehung ist ein Straftatbestand, wird zu Recht verfolgt, genau wie jeder andere Straftatbestand in diesem Land auch. Also ich kann aber nicht erkennen, dass der Staat an der Stelle ausnahmsweise seinen Pflichten nicht nachkommt. Wenn er die Steuerverschwendung mit der gleichen Verve behandeln würde wie die Steuerhinterziehung, dann wären wir wahrscheinlich weiter. Ja, wenn ich zum Beispiel jetzt neulich auf irgendeinem Social Media ein schönes Bild gesehen, irgendwo in Berlin hat jemand grüne Punkte auf die Straße gemalt, ja, die irgendwie nach 3 Tagen schon aussehen, als hätte ein Vogelgeschwader darüber seine Notdurft verrichtet. Ich kann Ihnen gerne zeigen danach. Und das hat irgendwie 150.000 € gekostet. Da muss ich mich dann fragen, ob eine Politik, die 150.000 € für ein paar grüne Punkte auf dem Asphalt ausgibt, ob die noch ganz bei Trost ist. Ja, gut. Ja, und das ist kein Einzelfall, sondern das sind auch Berlin, Beispiel der Flughafen. Man hat also in einem Anfall von managementtechnischer Inkompetenz ohnegleichen, verbunden mit der Arroganz, der Bräsigkeit, mit der man das der Öffentlichkeit unter die Nase reibt, Milliarden verbrannt. Aber jetzt lenken Sie ein bisschen von der Steuerkriminalität ab. Ich lenke gar nicht davon ab. Die Steuerkriminalität ist was zu verfolgen ist. Eine Steueroase ist was ganz anderes. Es gibt illegale Steuerhinterziehung und es gibt legale Steuervermeidung. So ist unser Steuerrecht nun mal konstruiert. Ja, wenn ich also an vielen Enden übrigens, wenn Sie beispielsweise ein Bauherrenmodell früher gefahren haben, mittlerweile hat sich das ja reduziert, weil die Leute gelernt haben, dass sich das nicht wirklich lohnt, aber es gibt unendlich viel, oder heute bauen Sie eine Windmühle hin irgendwo, ja? Dann werden Sie subventioniert, das geht in der Regel über Steuervorteile. Das ist im Grunde genommen auch legale Steuervermeidung. Unser ganzes Steuersystem ist so konstruiert, dass es legale Steuervermeidung kennt und zum großen Teil ist sie auch politisch gewollt, weil man damit Dinge subventioniert, die man für gut hält, meistens aber nur für gut hält, obwohl es oftmals nicht sind. Ja? Und dann gibt es noch die Frage, dass es eben andere Länder gibt mit anderen Steuergesetzen und wir in einer freizügigen Welt leben, wo jeder hinziehen kann, wo er möchte. Und ich glaube nicht, dass Sie in einer Welt leben wollen, wo der Staat den Leuten sagt, du darfst hier nicht mehr wegziehen, aus steuerlichen Gründen, dann muss er eine Mauer hochziehen, das hat man schon mal. Das ist so wieder dieses neoliberale Element, dieses ich kann dahin gehen und ich kann erpressen, ich kann nationale Staaten geradezu in Geiselhaft nehmen. Wenn du mir nicht die niedrigsten Steuern bietest, wenn du mir nicht die niedrigsten Löhne bietest, dann gehe ich dahin. So, wir haben doch gerade wieder, die Debatte ist doch wirklich in Deutschland, nicht nur in Deutschland, von vielen EU-Staaten mit aufgenommen. Trump senkt massiv die Unternehmenssteuern. Das ist ja schon wie so ein Reflex. Ich hätte mich auch gewundert, wenn nicht alle Unternehmer in Deutschland, nicht nur in Deutschland, in der gesamten EU, sagen die Deutschen, wir müssen jetzt auch die Steuern senken. So, dann haben wir einen Steuerwettbewerb, der zum Suppenküchenstaat führt. So, davor warne ich massiv, so geht das nicht, weil damit natürlich nur wieder wenige den Vorteil daraus ziehen. Wenn Unternehmen heute in der Lage sind, über Tochtergesellschaften, die sie bilden, ja, und am Ende des ganzen Konzerns ist sozusagen da, wo organschaftlich die Steuern gezahlt werden, ist eine Steueroase. Das ist doch alles hinlänglich bekannt. Und aber darf ich da ganz kurz einhaken? Dass die großen Konzerne, die Internetkonzerne, die zahlen alle keine Steuern. Aber das ist ja auch wahr. Ich glaube, das ist ganz kurz noch. Sie können das gleich erläutern, aber ich glaube, das ist ja genau der Punkt. Und so wie ich Sie gefragt habe, ob es nicht unfair ist, dass man ein halbes Jahr für den Staat arbeitet, kann man denn nicht genau dasselbe Argument anbringen? Die großen US-amerikanischen Firmen,
die zahlen keine Steuern und machen hier Milliarden an Umsätzen. Und das ist nicht fair. Das ist eine Frage unserer Steuersystematik, da bin ich bei Ihnen. Aber das hat nichts mit den Steueroasen per se zu tun, sondern es hat was damit zu tun. Übrigens widerspreche ich Ihnen ausdrücklich, dass Steuerwettbewerb dazu führt, dass wir nur noch einen Suppenküchenstaat hätten. Das würde am Ende dabei rauskommen. Ich glaube, dass Steuerwettbewerb dazu führen wird, und da bin ich auch absolut dafür, und da habe ich mich auch in aller Öffentlichkeit schon dazu bekannt, dass ich für Steuerwettbewerb bin, dass die Politik diszipliniert wird, nicht mehr jede Ausgabe zu tätigen, die ihr frühmorgens einfällt, wenn sie schlecht geschlafen hat. Und wenn man also sich anschaut, wofür unsere Steuergelder teilweise ausgegeben wird, dann wünscht man sich eine sehr viel deutlichere Disziplinierung der Politik bei ihrem Ausgabenverhalten und auch bei der Verfügbarkeit über unser Geld. Und ich glaube, wenn man sich mal die Frage stellt, was mit den US-amerikanischen großen Unternehmen ist, nehmen Sie Google und Apple und so weiter, die haben natürlich, die pflanzen ihre Tochtergesellschaften, ihre Holdinggesellschaften dann nach Irland und steuern das alles. Das zeigt aber eins, da ist ein Problem, auf das Sie vorhin selbst hingewiesen haben. Sie haben gesagt, nominell haben wir 30% Steuern, aber in Wahrheit haben wir nur 15%. Wir haben uns mit diesem Steuersystem und mit den vielen Subventionen und Steuerungsmöglichkeiten, die Politik hier und da und dort und kleine Stellschrauben, große Stellschrauben, hier wird ein bisschen getunt und da wird ein bisschen gedreht, haben wir uns ein Steuersystem zugelegt, das überkomplex ist und das in seiner Komplexität gar nicht mehr gehandhabt werden kann. Und die Forderung nach einer Reform... Aber nicht mit dem Bierdeckel. Oh doch, ich komme Ihnen mit dem Bierdeckel. Also so ein Bierdeckel ist eine tolle Sache, da können Sie ein Bier drauf abstellen und Sie können noch andere Sachen mitmachen, wenn Sie Steuer reformieren. Also ob es ein Bierdeckel ist, weiß ich nicht. Aber dass die Komplexität des deutschen Steuersystems oder auch des europäischen, in den meisten europäischen Ländern ist es ja so ist, dass es eine Frage mittlerweile ist, dass Rechtsstaatlichkeit gar nicht mehr hergestellt werden kann, weil sie gar nicht mehr in der Lage sein können, als Otto-Normalverbraucher und auch als Unternehmen und als mittelständisches und kleines Unternehmen eine Steuererklärung abzugeben in der Gewissheit, in der absoluten Gewissheit, dass da kein Fehler drin ist und sie mit einem Bein in der Illegalität stehen, das ist auch eine Form von Steuerhinterziehung, der Irrtum, ja, dafür gibt es, aber auch der Steuerberater kann sich irren. Und wir haben in Deutschland die größte Steuerberatungsindustrie weltweit bezogen auf die Bevölkerung. Also ich weiß nicht, ob das so eine tolle Sache ist, ob das produktiv ist. Aber wir haben dieser Sache eine Komplexität gegeben, die kaum noch handhabbar ist. Weder auf der staatlichen Seite noch auf der privaten Seite, der die Steuern aufbringen muss. Und das Ergebnis haben Sie vorhin selbst beklagt. Wir haben 30% Nominalsteuern und wir haben 15% reale Steuern. Wenn wir das ein bisschen vereinfachen würden, würden wir vielleicht nicht am Ende beide Zahlen gleich haben, aber wir würden sie wenigstens ein bisschen annähern. Das ist eine These, die mit nichts bewiesen ist. So, ich würde es eher andersrum sehen, weil wir zu sehr die Märkte liberalisiert haben, weil wir die Volkswirtschaften gegeneinander hetzen, weil es darum geht, niedrigste Steuern, niedrigste Löhne. Deshalb ist es dazu gekommen, und das ist Politikversagen, dass Politik in Europa, in der EU nicht in der Lage ist, für eine, ich rede nicht von einer Gleichmacherei, aber zu einer harmonisierten Steuergesetzgebung zu kommen. Das ist Politikversagen und deshalb haben wir diesen unsäglichen Wettbewerb und er ist jetzt nochmal wieder massiv befeuert worden durch Trump, der ja da die Steuern und überwiegend die Unternehmenssteuer gesenkt hat. Das ist ja dann so ein wunderbares Abfallprodukt, dass er, weil er auch ein Reicher und Vermögender ist, dann da auch von profitiert mit seinen Firmen. Also eine europäische Steuerharmonisierung würde natürlich den Steuerwettbewerb nicht abschaffen, weil Europa irgendwie nur ein kleiner Teil des Planeten ist und der Wettbewerb natürlich trotzdem stattfinden würde. Aber abgesehen davon halte ich eine europäische Steuerharmonisierung für den Albtraum schlechthin. Und zwar aus einem ganz einfachen Grunde. Weil eine europäische Steuerharmonisierung dazu führen würde, dass noch mehr Ausgabenentscheidungen in Brüssel getroffen werden. Und Brüssel, bei allem Respekt, hat sich in den vergangenen Jahren es gemanagt, sich der demokratischen Kontrolle weitgehend zu entziehen. Wir haben ein Europaparlament, das nicht nach dem Prinzip ein Mann, eine Stimme zusammengesetzt ist. Wir haben eine riesige Distanz zwischen dem Bürger und den Institutionen in Brüssel, wo also sehr viele Entscheidungsstufen dazwischen sind und eine echte demokratische Kontrolle gar nicht mehr stattfinden kann. Trotzdem kommt die Mehrheit unserer Gesetze von da und auch die Mehrheit der Gesetze, die zu Ausgaben führen, kommt von da. Und wer ernsthaft darüber nachdenkt, Steuerharmonisierung in Europa zu betreiben, ohne dass man dieses System demokratisch so reformiert, dass es auch wirklich einer demokratischen Kontrolle unterliegt und nicht Leute wie Professor Murswig zu Recht beklagen, dass ständig dieses System in einem Akt von ausgreifender Ultravirus, also über seine Rechtskonstruktion hinausgehende, ausgreifende Rechtsanmaßung, neue Dinge zu beschließen, ohne dass dem jemand in den Arm fällt, halte ich für eine katastrophale Idee, weil das würde bedeuten, wir hätten eine zentralisierte Steuerpolitik und praktisch kaum noch Kontrolle des Bürgers über das, was mit seinem Geld passiert. Das widerspricht eigentlich
dem demokratischen Grundgedanken. Also ohne eine solche Reform wäre das nicht denkbar. Dass die EU reformbedürftig ist, da bin ich bei Ihnen. Dass das Europäische Parlament kein richtiges Parlament ist, dass wir eine Asymmetrie haben zwischen Administration, Legislative, EU-Ministerrat, alles richtig. Wir haben übrigens einen EuGH, der weitgehend, was die Arbeitsmärkte anbelangt, sehr neoliberale Rechtsprechung betreibt. Aber da haben Sie recht, da muss was geschehen, das kann man so nicht einfach weiterführen. Man braucht hier auch eine abgestimmte europäische Fiskalpolitik, keine Austeritätspolitik, die ist zutiefst neoliberal, die ist kontraproduktiv, ja, die ist kontraproduktiv zur europäischen Geldpolitik, da kriege ich die überhaupt nicht zusammen. Da ist Riesennachholbedarf, aber da sehe ich zurzeit auch große Schwierigkeiten. Vor dem Hintergrund der völlig zerstrittenen Länder, das muss man auch mal ganz klar sagen, hier wirken nationale Interessen viel mehr, nicht nur Brexit, wir sehen, was da in Großbritannien passiert und wir brauchen hier mehr Europa, aber auch ein modifiziertes, ein anderes Europa. Da bin ich bei Ihnen, so kann man es nicht weiterfahren. Aber da empfehle ich die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik mit unserem europäischen Programm. Da haben wir einiges zu bieten, aber leider hört da auch keiner in der Politik auf uns. Aber, das Problem kennen Sie wahrscheinlich auch. Das Problem kenne ich, ja, dass keiner darauf hört. Das gilt auch für die ganz harten Liberalen unter uns hier am Tisch. Aber auch für den Sachverständigen. Aber ich glaube, das europäische Problem und auch das Wahlverhalten, das jetzt zu erwarten ist für die Europawahlen, reicht noch ein Stück tiefer. Ich gebe Ihnen recht, einige von diesen Parteien, die sich da sehr stark positioniert haben, haben sicher sehr nationalistische Töne und ich weiß nicht, ob das Europa voranbringt. Es gibt aber auch ein patriotisches Element in der Politik, das seine Berechtigung hat in einigen dieser Länder. Dazu zählt für mich Großbritannien, wo ich relativ intensiven Austausch pflege, aber ich glaube, dass wir uns schon überlegen müssen, welche Rolle... Sie finden den Brexit gut, richtig? Ich finde den Brexit gut, ja. Das ist erstaunlich. Und zwar einfach deswegen, weil ich Brüssel für unreformierbar halte. Also Sie sagen, es muss auch reformiert werden. Ich glaube, dass es nicht reformiert werden kann, weil wenn es eine Chance gab, Brüssel zu reformieren, dann war es die Forderung Großbritanniens, entweder Reform oder Austritt. Also da hätte man ja eigentlich nachdenken müssen und hätte sich mal Gedanken drüber machen müssen, was man will und wie man sich weiterentwickeln will. Ich glaube, man kann ein Haus nicht bauen, indem man seine Steine zerschlägt. Und genauso das Gleiche gilt für Europa und seine Länder und Nationen. Ich glaube, man muss die Unterschiedlichkeit der europäischen Nationen muss man anerkennen und muss sie auch erhalten in einer Europäischen Union. Ich bin also insofern eher auf der Schiene de Gaulle's. Aber deshalb brauchen wir ja keinen Brexit machen. Und da wage ich eine andere These für Großbritannien. Also wenn sie es nicht schaffen, noch ein zweites Referendum hinzubekommen, das ist immer noch meine Hoffnung, aber ich befürchte, sie werden es nicht schaffen, aber meine Hoffnung ist es, dann wird Großbritannien das Armenhaus Europas werden und sein in 10 Jahren, weil nach Zypern ist Großbritannien das Land mit der höchsten Auslandsverschuldung. Und sobald sie raus sind, werden die ausländischen Gläubiger den Briten die Rechnung präsentieren. Zahlt eure Schulden. Ja, Sie haben das größte Leistungsbilanzdefizit. Wir könnten eine Spekulation machen. Sie haben das größte Leistungsbilanzdefizit nach Zypern. Sie leben damit weit über ihre Verhältnisse. Das werden die Kapitalmärkte nicht mehr akzeptieren, die Vermögenden. Sie werden keine Kredite mehr bekommen. Und das ist das Ende. Sie sind, was den industriellen Kern anbelangt, da ist nichts mehr da. Sie werden den Finanzplatz verlieren. Da ist ja schon auch alles eingeleitet. Macht ja auch keinen Sinn, da den Finanzplatz zu halten, wenn sie nicht mal mehr in der EU sind. Das wird für Großbritannien ganz, ganz bitter enden. Das wird das Armenhaus Europas werden. Also da wette ich dagegen. Okay. Das würde ich gerne so stehen lassen und ich würde auch gerne mit meiner letzten Frage diese Runde beenden. Ich weiß, es gibt noch unzählige Themen, die man noch besprechen könnte. Wir können hier noch 3 Stunden weitermachen, ja, oder? Ich befürchte, würde ich sagen, befürchte es fast. Das kann man auch also gerne... brauchen wir erstmal ein Glas Wein. Ja, selbstverständlich. Kein schlechter Vorschlag. Das können wir sicherlich sehr gerne weiterführen. Meine allerletzte Frage wäre auch an Sie beide gerichtet, und zwar, ob Sie vielleicht etwas von der Gegenseite, der jeweiligen Gegenseite mitgenommen haben, was Sie vielleicht vorher nicht wussten oder wo Sie denken, ja stimmt, das könnte man auch so machen.
Herr Bontrop? Also ich würde mal sagen, in der Analyse haben wir ja durchaus viel auch Übereinstimmung gehabt. Aber ich bleibe dabei. Und deshalb war das für mich jetzt hier heute kein großer Erkenntnisgewinn, weil ich das auch antizipieren konnte, das Neoliberale. Ich bleibe dabei, dass das Neoliberale, die Marktradikalität, so würde ich es mal nennen, dass die uns nicht gut getan hat in den letzten 20, 30 Jahren weltweit. Ja, das ist das Paradigma, das gesiegt hat, dass das Keynesianische verloren gegangen ist, das Wohlfahrtsstaatliche, die staatliche Intervention. Wir brauchen einen starken Staat, dass der so, wie er jetzt aufgetreten ist, weil er selbst neoliberal geworden ist, Politik, die ganze politische Klasse, das ist das eigentliche Problem. Und da befürchte ich allerdings, das sind meine Erfahrungen auch in jüngster Zeit, in vielen Diskussionen mit vielen Politikern aus unterschiedlichen Parteien. Es hat sich einfach dieses Neoliberale in den Köpfen so festgesetzt. Ich habe das wieder erschreckend am Wochenende in anderen Diskussionen gesehen, in Hamburg am Weinkongress. Das macht mir Angst, ja, weil die Einsicht nicht da ist, dass wir ein wohlfahrtsstaatliches Prinzip brauchen, das alle Menschen mitnimmt, auch die Schwachen. Gesellschaft besteht nun mal nicht nur aus starken Menschen. Das Neoliberale ist ein Modell für starke Menschen, ja, aber nicht für schwache Menschen. Herr Krall, haben Sie irgendwas mitgenommen, irgendwas Neues gehört? Was ich mitnehme, ist eigentlich die Überraschung, dass man unsere politische Klasse für neoliberal halten kann. Das hätte ich nicht erwartet angesichts des Verhaltens dieser politischen Klasse mit dieser riesigen Staatsquote und den planwirtschaftlichen Ansätzen in der Energiepolitik, in der Gesundheitspolitik, in der Wohnungspolitik. Also wo man auch hinschaut, sehe ich eigentlich keine liberalen, sondern ich sehe planwirtschaftliche Ansätze. Insofern überrascht mich das. Was ich auch mitnehme, ist allerdings auch, und ich glaube, da liege ich nicht ganz falsch, die Bereitschaft, über diese so eine ideologische oder wissenschaftliche Grenze, die uns da so in gewisser Weise trennt, hinweg die Frage zu problematisieren, ob es nicht Effekte der Umverteilung von unten nach oben gibt, die die Folge dieser Geldpolitik sind. Da hatte ich das Gefühl, dass sie durchaus eine Diskussion für zielführend halten könnten, dass man da mal tiefer bohren kann. Das hätte ich an der Stelle nicht erwartet. Ich glaube aber, dass wir, und da ist auch der Punkt, wo wir uns einig sind, denn wir wollen keine Umverteilung von unten nach oben. Also ich bin ja generell gegen Umverteilung, aber von unten nach oben ist, glaube ich, etwas, wo man in jedem Fall sagen kann, das kann nicht gerecht sein. Das will ich unterschreiben, 100%. Wunderbar. Ich freue mich, dass wir so eine lebhafte Diskussion haben konnten. In der Analyse stimmen Sie weitestgehend überein. Das habe ich mir sogar fast schon gedacht. Befürchtet. Ich glaube, befürchtet, ja. Ich denke, dass der philosophische Grundgedanke des Neoliberalismus, und offenbar sind die Definitionen, was neoliberal ist, sehr unterschiedlich, aber dass die Philosophie dahinter vielleicht noch diskussionswürdig wäre, das können wir dann gerne das nächste Mal aufnehmen. Ich bedanke mich auf jeden Fall herzlich und freue mich natürlich bei unseren Zuschauern, wenn Sie ganz viele Kommentare schreiben und ganz viele Fragen stellen, dann können wir dieses Gespräch auch gerne in die zweite Runde gehen lassen. Vielen Dank. Vielen Dank.